Hey, ciao Simi. Du, ich bin jetzt hier am Fahren in Oerlikon, aber ich bin wieder eine Schnur im Seich. Wieso nehmen wir das überhaupt in Oerlikon auf, Mann? Nächstes Mal können wir so schon auf Genf oder so. Hey zusammen, da ist die Flavia. Und da ist die Jenny und wir sind von Fiasco Famoso. Da ist der Simi und der Coco von Bünzlital. Ihr wisst doch wie immer Bescheid. Das ist der Bünzli. Ich glaube, da aussen wissen eben nicht so viel Bescheid von uns Vieren vielleicht. Darum, ja, Jungs. Was machen wir heute da? Wieso sind wir plötzlich das Vierte? Denken sich alle, die jetzt reinhören. Genau, ich erkläre es nachher noch mal schnell, wie das zustande gekommen ist. Aber zuerst vielleicht so, von wo sind ihr und seit wann macht ihr Podcast? Wir sind, wie gesagt, Simi und der Coco. Wir sind Bünzlitag zusammen, machen Podcast seit Simi, du weißt da immer viel besser Bescheid. September 24, Goli. September. Welche Folge ist das hier? Die 25. Unsere 25. Unsere 25. Mit Testfolge eigentlich 31. Die zählen wir jetzt einfach mal nicht dazu. Wir haben 6 Testfolgen gemacht. Wir haben 6 Testfolgen gemacht, ja, so ein bisschen random, einfach so für uns und Kollegen. Und dann haben wir irgendwie das Schade gefunden, den ganzen Content wieder wegzurühren. Und dann haben wir das aufgeladen. Dann haben wir das so angefangen. Von wo kommt ihr? Ich bin aus Altdorf, Kanton Uri, wohne jetzt aber mittlerweile in Luzern. Die jetzt unseren Podcast hören, wissen das schon. Die anderen auch herzlich willkommen von mir. Und Simi, vielleicht erzählst du besser selber, woher du kommst. Ich bin von Pfäffiken, Schweiz. Born and raised und wohne eigentlich immer noch mehr oder weniger dort. Stolz, hä? Stolz, Born natürlich. and raised in 8808. 8808, genau. Ja, wie Jenny und ich sind, also wir sind auch vom Kanton Schweiz, Pfäffiken, Schweiz meint ihr, nicht Zürich, gell, da draussen. Ist ganz wichtig. Genau. Aber also ich weiss, von wo das Jenny kommt. Ich frage jetzt trotzdem, Jenny, von wo bist du? Ich Ja, wir müssen das Ganze jetzt noch kehren. Von wo sind denn ihr und wie lange machen ihr das schon? Ja, also wir podcasten seit August 24. Ja, also eigentlich fast gleich lang wie ihr, einfach in einem anderen Rhythmus, alle 2 Wochen, nicht wie ihr alle Wochen. Das ist crazy, alle Wochen Podcast raushauen. Ja, das Ja. haben wir nachher auch gemerkt, Das haben wir nachher auch gemerkt, als wir so angefangen haben, dass es sehr crazy ist. Ja. Ja. Aber es geht schon, ja. Ja. Ich habe dann da noch eine Frage nachher an euch. Aber stimmt, wir müssen uns ja vorstellen für eure Hörerschaft, weil für die jetzt reinhören und uns auf unserem Kanal gefunden haben, die gleiche Folge findet ihr eben auch bei Bünzlitag und wir haben gedacht, es ist vielleicht mal noch so cool, wenn wir so eine Folge machen, die auf beiden Podcast-Kanälen online kommt, genau. Aber für die jetzt reinhören und uns noch nicht kennen, eben wie gesagt, mein Name ist Jenny und ich podcaste mit der Flavia. Von wo bist du? Von Schindelegi, auch eben Kanton Zürich. Sehr schönes Bauerdorf. Nein, also was habe ich gesagt? Kanton Jenny. Zürich? Oh. Jenny ist vom Kanton Hey, sag das Schweiz. nicht am Urner, da kommt plötzlich Ja, Witzli, ja. nicht Da Also, schafft sie ein halbes Jahr in Zürich. Vergiss, von wo sie herkommt. Also ich weiss wirklich, was los ist. Vielleicht kommt heute noch ein bisschen mehr Stoss aus meinem Mund, weil Ja, ich irgendwie glaube, wir stehe ich können den ein bisschen Elefant im Raum schon ansprechen. Wir sind, glaube ich, alle ein bisschen angespannt, so ein bisschen, oder? Das ist Ja, schon also etwas, jetzt ja. geht es langsam. Ja, Bei mir jetzt erst aber jetzt, wo wir aufgenommen haben, angefangen. Ja, das Studio macht es irgendwie nicht besser. Also wir nehmen ja immer da drin auf, wie ist es jetzt für uns so da zu stehen, mit diesen Lichtern und dem Studio? Crazy, ja. Es fühlt sich irgendwie so ein bisschen an, wie so im Radio zu reden oder so. Wir Ja. kommen am Donnerstag wieder. Wenn wir dann Stimmt, am Donnerstag hätten wir sonst wieder kannst du mir Podcast so aufnehmen. dein Ja. Badge geben. Ich parkiere dann wieder einfach da Er weiss vorne. jetzt, wo parkieren ist, alles gut. Ja, genau. Perfekt, so von Es dem gibt nicht her. viele Urnen da, also ich glaube, ich weiss dann, wer es ist. Ja, das kann Hast du sein. gehört, Das sie kann hat sein. Urner gesagt? Ja, Ja. sehr, sehr sympathisch. Sehr Ja, sympathisch. in dem Aspekt, ich bin von Einsiedeln. Wir haben nicht mega ähnlichen Dialekt, aber der Colin und ich sagen zum Beispiel «uns» und «herzig», würde ich sagen, oder? Ja, genau. Und die so. anderen 2 sagen «uns» und «herzig». Nein, herzig sage ich jetzt auch nicht. Das heißt Herzig. sicher herzig. Ich sage, das ist herzig. Eben gesehen, Also, herzig, da ja. haben wir es ja. Ja. Mit herzig. Ja. Aber das Dafür, mal zu allen. Ich glaube, ihr wisst jetzt ein bisschen Bescheid, Mann. Ich habe Ihr den wisst Colin doch alle Bescheid. Hey. jetzt, aber ihr wisst noch nicht Bescheid, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Nur einen kleinen Hintergrund. Und zwar, liebe Bünzlinas und Bünzlonis und Famosierende, hier, wir haben noch keinen Namen für unsere Hörerschaft ausgedacht, aber ihr eben schon. Aber darum habe ich Bünzlis und Bünzlinas und Bünzlonis. Manchmal sagen sie auch etwas Ja, anderes. wir- Aber Bünzlonis ist cool. Ja, Bünzlonis. gell? Aber wir haben jetzt mal alle angesprochen. Ja, wie ist das zustande gekommen? Der Simi und ich haben uns an der Fasnacht gesehen. Zum ersten Mal in Real Life. Über Instagram Schon? einfach. Ja.
Über Insta haben wir einfach ein bisschen gecheckt, dass wir beide Podcasts machen und halt von der Region hat man sich gefolgt. Aber kennt eigentlich nicht wirklich. Also man muss vielleicht sagen, wir sind alle drei das gleiche Kanti-Schulhaus, aber ja, kennt hat man sich nicht vorher. Also ich bin nicht die Kanti. Ich wollte gerade fragen, Simon, was weiss ich da noch nicht von dir? Ist das gleiche wie der zweite Name? Hast du amigs Auftritt gehabt? Ja, in der etwa Kanti. mal einen Auftritt. Du machst Ja, eben schon noch Musik gegeben, nebenbei, aber das reden wir vielleicht auch noch. Ja, mal schauen. Aber auf jeden Ich Fall... glaube, wir drei haben uns sicher so ein bisschen vom Namen her und so ein bisschen von der Region her Ja, Insta kennt. halt. Insta, Ja, man kennt sich ein bisschen, oder? Genau. Ja, der Simon Eicher oder Musiker. Spielt Gitarre und Bass. Genau. Aber ja, ihr habt euch getroffen an der Fasnacht und dann? Ja, und dann haben wir, also das ist wie so, wenn man sich zuerst mal sieht, man hat so gecheckt, so, okay, wir erkennen uns, dann haben wir uns «Hoi» gesagt. Und gut, dann du bist auch nicht zu übersehen, du bist als Disco-Kumpel verkleidet. Disco Maus. Und du bist, was bist du gewesen? Warte, lass mich raten. Ich habe Der Pirat. ich habe ein bisschen eine Sparmaßnahme gemacht bei diesem Kostüm. Ich habe nur einen Bär-Onesie angehabt und so ein Käppchen. Ja, so Das ist klassische nicht mein 16-jährige Verkleidung, aber... Nein, das ist einfach die Notlösung. Wenn Ja, so Es haben müssen schnell Ihr gefallen mir gut, ihr seid schlimmer als ich zum Simon. Siehst du, Simon, das ist das, was ich immer meine. Siehst du, Mann, endlich Nein, eins. es war der am wenigsten kreative Abend von mir, Fasnachtabend. Aber ist okay gewesen. Wir sind dafür schnell ins Gespräch und halt um den Podcast gegangen. Deine Schwester ist nebendran gestanden und ich habe gedacht, die Arme haben irgendwie voll auf ein Podcast-Ding reden. Dann habe ich sie probiert irgendwie zu integrieren. Und nachher, ich weiß nicht mehr, wer zuerst gesagt hat, aber wir sind beide auf die Idee gekommen, eine Zusammenarbeit oder einfach ein Podcast zusammen wäre mal cool. Ich glaube sogar, meine Schwester war es, die das in die Runde gerührt hat. Sie hat dann gesagt, ja, sie ist so nebendran gestanden, hat uns so zugelassen und dann plötzlich so gesagt, ja, ich könnte ja eigentlich zusammen mal etwas machen. Und nachher irgendwie, haben wir, glaube beide unabhängig voneinander mal über das nachgedacht. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, ich glaube, das ist eine der ersten Ideen, die an der Fasnacht entstanden ist und innerhalb von 3 Wochen umgesetzt worden ist. Ja, stimmt, Das war Anfang wirklich. März gewesen. Und wir haben jetzt den 25. und wir sind miteinander in einem Radiostudio. Ja, Das ist oh mein wirklich schnell Gott. gegangen. Ass. Ja, Wirklich, Können wir alle wirklich. Schulterklopfen. wirklich. So oft sieht man Leute und sagen, ja, wir müssen mal etwas zusammen machen, wir müssen etwas Ja, zusammen das trinken. hasse ich. Und das versandet dann. Aber ich sage auch ganz ehrlich, auch grosse Props an euch zwei, weil das Ambiente und alles, was ihr da uns könnt bieten, ist schon crazy. Ich glaube, wenn wir das hätten müssen organisieren Wir wären jetzt irgendwo in einer Stube und irgendwie in einer Stube und auf einem Kabel und eins rauscht. Und dann rauscht wieder, schießt schon wieder an. Wieso rauscht das jetzt? Ja, Mann. Genau. Darum, Nein, danke ja, vielmals. merci vielmals, wirklich. Und es ist auch allgemein sehr proaktiv gelaufen. Also ich meine, wir haben das innerhalb von wenigen Tagen abgeklärt, hey, passt das, und gerade auch zugesagt. Und ja. Top. sehr cool. Und da sind wir heute. Das sind wir. Und ja, vielleicht, wir haben gedacht, es wäre noch cool, wenn wir so ein bisschen die Kategorie aus dem Podcast mit reinbringen. Und darum machen wir gerade zum Anfang das Shit und das Schein. Habt ihr wollen starten? Oder? Wir machen das amigs bei Fiasco Famoso am Anfang. Shit sagt schon, etwas so scheiße gelaufen ist die Woche, Schein, etwas so scheinig gelaufen ist. Ja, ihr könnt mal reinfetzen. Mit Shit vielleicht. Willst du gerade mit Shit anfangen? Ich Ja, habe mit jetzt dem- mit Schein angefangen, dass wir da... Nein, komm, hey, Colin, ist schon gut. Gehen wir Fang gerade nur rein. an. Gehen wir Fang gerade nur rein. an. Ja, Gehen wir gerade rein. rein. Also, der Simon und ich haben uns da etwas überlegt und ich bin der den Shit bekommen. Ich weiss auch nicht, was das soll heissen. Nein, Spass, wir haben es überlegt. Und mein Shit von der Woche... ich habe gezügelt. Ich weiss nicht, die unseren Podcast hören, die wissen das vielleicht. Die euren Podcast hören, noch nicht. Ich habe eben von Luzern auf Uri gezügelt. Und es fehlt mir noch so ein Teil in meiner Wohnung und das ist ein Schrank. Und ich habe den Schrank bestellt bei Ikea und es ist bis zum Schluss von der Bestellung alles immer tiptop verfügbar gewesen. Und dann bekomme ich ein E-Mail über, ja, es ist doch nicht ganz alles verfügbar. Und was fehlt? Der Schrank. Also der fucking Korpus fehlt. Also ich habe jetzt eigentlich daheim einen 3/4 Schrank, aber das Wichtigste nicht. Also es fehlt einfach der Schrank. Also Und- das rundum? Oder? ja, eigentlich der Körper vom Ja. Schrank. Also Ah, das du hast Teil so ein Also ich Regal habe für Türen, deine ich habe Regal, Türen. ich habe jedes Stangen. Schublädchen, Mann, aber mir fehlt auch der fucking Schrank. Du kannst sonst mal anfangen, So. ein Kleid einfach mal schon in die Schublade reinräumen. Ja, sehr geil. Ja. Und dann tue ich das am Boden legen, oder Ja, was? und dann ist Was es bereit. Es bist geht du auch so gelernt? gut auf. weißt? Schreiner bist du nicht, per Zufall. Nein, Siebdrucker. Das ist auch übrigens etwas, so der Simon und ich uns kennen, weil wir haben, sind zusammen in der Berufsschule. Wir sind beide So. Wir kennen uns diesen Sommer 10 Jahre. Wow, ja, Jubiläum. crazy, ja. Ihr Ja. wollt wissen, nein.
Aber wir müssen wissen, der Colin hat gerne runde Zahlen, habe ich schon gelernt. Also das ist dein Jahr, Colin. 10 Jahre noch mit dem Simi. Das ist mein mein Jahr Gott. eigentlich. Ein Ja, definitiv. Jubiläumsjahr. Nein, das ist auf jeden Fall mein Shit, ja. Und heute war etwas Lustiges gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt. Irgendwie, gestern hat irgendwie der Elon Musk irgendwie so etwas in die Luft geladen, hat das so crazy... So eine blaue Spirale. So crazy Ja, blaue ja. Spirale. Dann habe ich gedacht, was 2025 Leute haben eine blaue Spirale am Himmel gezaubert und mir fällt auch mein fucking Schrank, Mann. Weißt du, was ich meine? Was soll ich das Scheiß? Nein, Mann. Ich weiß nicht, ob Schweden irgendwie Bäume ausgegangen sind oder so, aber... Wir Ja. drücken die Daumen, dass das noch Dass es kommt. hoffentlich hoffe, bald ich kommt. hoffe. Hast Was du die sind jetzt deine Kleider? In dem Schrank, der eigentlich für die Küche gedacht war. Also, das heisst... in der Küche? In der Küche? Nein, schon neben der Küche. Ich habe so Einbauschränke und eigentlich dort ist es jetzt drin. Und das heisst, das Küchenzeug steht jetzt halt einfach alles so in der Küche. Oh man, Aber ja, es kommt schon gut. Ich bin zuversichtlich, dass es in den nächsten 3 Monaten klappt. Also. Ja, hoffen Ja. wir so. Sonst. Ja, wir fetzen schon sonst den Shit hinten nachher. Also ich. War vor ein paar Tagen am Morgen aufs WC, wollte meinen Shit machen, also ich habe ihn gemacht. Und Also dein grosses Geschäft. Ich habe Ja. nicht gedacht, dass das in die Richtung läuft. Nein, aber gar nicht. geil. Geil. und nachher der Klassiker, kein WC-Papier mehr, Alter. Oh. Aber sorry, bist du blöd? Das schaut man doch vorher. Nein, weißt, ich überlege nicht viel, ich weiss, wenn ich muss. Und wenn ich muss, dann geht es 5 Sekunden und dann ist Ja, das fertig. kennen wir alle, oder? Und dann habe ich so Nein, aufgeschaut. das kennen nicht alle. Nicht? Nein, Jenny und ich sind in Mallorca zusammen gewesen. Und ich habe pro Tag 2-mal können. Und ich sie, habe eben nach dem 4., 5. Tag dann machen können. ja, also innerhalb habe ich 20 Mal und sie vielleicht 4-mal. so voll verstört. Nein, ich habe mir überlegt, das ist in den Ferien noch gar nicht so. Nicht. Eben Das ist in ja. den Ferien schon ein bisschen so, ja. Ich bin schon ein bisschen eifersüchtig auf deinen Rhythmus, muss ich sagen. Aber Ich ja, weiss ganz ein anderer jeden Morgen so, Shitmus. du hast schon wieder können, Alter. Ja, auf jeden Fall ist meine Frage, was hättet ihr denn gemacht? Das ist doch der Moment, wo du immer der Schwester gerufen hast. Ich bin will allein sagen. gewesen. du bist In der alleine WG. daheim gewesen. Ja, Die Frage ist eigentlich eher, was hast du gemacht? ja. Bei, Ja. bei mir ist, ja, ich weiss nicht, ich bin glaube noch nie in dieser Situation gewesen, weil ich bin so ein bisschen ein Heuschnupfenkind und ich habe eigentlich immer in meiner linken Hosentasche Nasstücher Ja. Jetzt soll ich euch aha. etwas sagen. Immer und überall. Wow. Ich im Fall auch. Sie haben gerade beide ihre... eleganten Ausweg gefunden. Ja, Ja. ja. Aber ich kann dir sagen, was ich gemacht habe, wenn ich das nicht dabei hatte. Ja. Nein, kann ich eigentlich nicht sagen. Gar nicht etwas auf der Zunge. Ja, so viel kann man nicht machen. Nein, du kannst Ich eigentlich kann nicht halt einen Stock rauflaufen, um zu holen und dann habe ich habe halt Also es ist wie trotzdem einfach meine Hose wieder angelegt, aber geschaut, dass es nicht hinten ankommt. Das ist jetzt Wenn du alleine daheim bist, hast du auch nackt aufnehmen. Nein, das habe ich auch komisch gefunden. Das ist dann, okay. Ja, dann bin ich Das einfach ist so gut. aufgelegt und dann oben haben wir das zweite WC und dann bin ich dort angeguckt. Ja, genau. Und kein Nasstücher im Raum gehabt oder so. Aber Crazy. man hat doch das WC ist doch immer neben einem Schränkchen und dort ist... Nein, Jerry, du kennst mein WG-Badezimmer. Ja. Ich habe die Reserve auch aufgebraucht. Ja gut. Ja, Dann muss man sich zu helfen Okay. wissen. Definitiv ein Shit. ja, Definitiv ein wortwörtlich. Shit-Story. Was ist Schein bei euch? Also, bei mir ist Schein, ich war nämlich letztens im Ausgang gewesen und dann auch, also am Anstieg aufs WC. Was heisst auch? Ja, anyway. Auf jeden Fall, ich bin am Anstieg aufs WC. Ich glaube, Flavia ist nicht angestanden. am Morgen. Nein, eben, darum sage ich ja nicht auch. Aber Wäre lustig. Aber. Jetzt noch? ja, auf jeden Fall bin ich im Ausgang fürs WC angestanden und dann stand ich in dieser Schlange und dann kommt mir eine zu laufen und sagt so, Jenny, ich bin die Kollegin von der Schwester von der Flavia und ich höre in jeder Folge rein und ich liebe euren Podcast und bla 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 bla. Ich rate, wie sie heisst. Nicht? Okay, nein, mach weiter, ja. Ich kann es dir nachher sagen. Ja. Auf jeden Fall haben dann halt so auch die Leute so vor mir und hinter mir in der Schlange so sich umgedreht und so sich gefragt, hey, wer bist du und was machst du? Und auf jeden Fall hat sie so Freude gehabt und also liebe Grüße an dieser Stelle, weil sie hat gesagt, sie hört jede Folge und sie hat gefunden, das ist so spannend, weißt, weil ich die Flavia gesehen habe aufwachsen und jetzt höre ich so rein, wie sie sich so entwickelt und weißt, und ich meine, wir reden ja über alle möglichen Themen Ja, und sie ja. hat gesagt, sie findet das richtig unterhaltsam da reinhören. Und Das ist es immer- hat mich gefreut, sie zu Ja, sehen. das ist herzig, muss man dann nachher sagen. Aber das ist immer, wenn so, auch meine Schwester ist 7 Jahre älter und ihre Kolleginnen haben mich halt gesehen, so mit 10. Und als ich zuerst mal ab Fasnacht bin, sind sie so gewesen, Flavia, Schon so. nein, ich kann nicht mehr ab Fasnacht, wenn du jetzt an der Fasnacht bist. Das geht ja nicht. Und du ja, Ja, aber das so, ist mein Schein von der Woche. sehr toll.
Das ist immer so schön, wenn dich Leute irgendwie, die viel älter sind, sagen so, wenn du jetzt da bist, kann ich nicht mehr kommen. Hä? Ja, du bist ja mal so jung gewesen und einer hat dir das gesagt. Ja. Mann, jetzt musst du das auch Ich glaub, weitergeben. das Können wir ist das aber allen hier schon- beenden? Ja. Shoutout alle, die das sagen. Fuck Also, you. nicht, dass Mann. wir das auch mal Nein, sagen. wirklich, Aber Mann. es ist manchmal schon noch krass, wenn du dann an die Fasnacht gehst und dann siehst, welche Leute oder welche Kinder dann ja eben an der Fasnacht sind. Weil du kennst ja die Gesichter so ein bisschen von den Primarschulhäusern, oder? Du weißt ja so ein bisschen, wie die, keine Ahnung, Drittklässler dort ausgesehen haben. Etwa nach so, nein, das ist Aber einfach, sie sind jetzt auch schon so... einfach der da. Weißt du, so. Aber es ist doch irgendwie geil, nicht? Ja, Du kannst ja mit so ja. Leuten reden, das ist voll der geile Sieg. Ja, 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 musst du ja. sagen, Alter, du bist der dann geilste, Mann. Das ist dann wirklich Ja, lustig, wirklich. Weißt du, was ich Ich meine? habe Drum. nur den Windeln gesehen. Mein Gott. Ja, Mann. Und er so, geil, Mann. So Windel habe ich gehabt. Ja, drum. Oh. Aber jetzt Simon, yes. Ja, genau. Ich habe mir einen Schein überlegt von der Woche. Und zwar ist es, und das habe ich bei euch im Podcast schon mal gehört, dass sich ein Shit in einen Schein auch kann verwandeln, oder? Und zwar bin ich am Samstag seit langem wieder mal zum Coiffeur. Das ist etwa 2 Monate her. Und ich gehe normalerweise eben bei einem Kollegen von mir. Der wohnt aber mittlerweile in Köln und darum habe ich da so eine Ausweichmöglichkeit müssen suchen. Und dann bin ich dort wieder vorbeigegangen, aber ich kenne dort die Leute eigentlich nicht. Ich bin einfach mal so reingelaufen, oder? Und dann bin ich so dort reingekommen und dann war so eine ältere Frau dort gewesen. Also wirklich schon, ich glaube schon ein bisschen über Pension. Und ich fand so, okay, ja, ist gut, oder? Ja, tipptopp. Und dann sagt sie, das Erste, was sie sagt, ist so, können Sie bitte gerade den Pulli abziehen? Oh, ist sie deine Coiffeuse gewesen? Ja. Aha, ich habe Ja, eine ja. Kundin. Ja, Nein, okay. nein. Ja, ich habe jetzt erst auch gedacht, aber es ist meine Coiffeuse. Da sind wir schon Freude gehabt. Ja, sicher ziehe ich meinen Pulli ab. Nein, ist ja schon über Pension, sorry. 5 ab 12. Ja. Und dann nachher ich so, ja, also muss ich in dem Fall? Und nachher sie so, ja, sie hätte das nicht so gerne. Ich so, okay, gut, Irene, dann ziehe ich jetzt den Pulli ab, oder? Und danach bin ich dort angeguckt und sie so, und was machen wir heute? Oder? Und ich zeige eigentlich seit einer längeren Zeit einfach immer etwas das gleiche Bild. Zeige ich ihr das Bild und dann sie so, hä? Und ich hocke so auf dem Stuhl und ich so, was hä? Also du kannst doch nicht einfach «hä» sagen. Das hat mir ein sehr unsicheres Gefühl gegeben, ehrlich gesagt, in dem Moment. Und nachher habe ich gefunden, so, hey, komm, das ist ihr Handwerk, oder? Aber du hast ihr dann Du hast vertraut. nichts gesagt. Ich habe innerlich gelacht, aber in dem Hast du Moment nicht habe ich gesagt, mir dann was, schon gedacht, ja, ich habe es dann ihr angefangen zu erklären. Ich so, ja, da ein bisschen so und dort ein bisschen länger und so. Und sie so, ja, okay, ja, gut, schauen wir mal. Und ich so, ja, dann schauen wir mal. Dann nimmt sie die Maschine vor. Oh mein Gott, Hilfe. Das war einfach kein Bild, gewesen, wo eine Maschine irgendetwas damit zu tun hätte. Und dann kommt sie einfach so an und macht einfach mal zzz. Nein! Und ich so, ich glaube, wir sollten es noch waschen, weil ich habe noch Schälen. Und sie so, ja, dann haben wir das fängt. Und dann geht Oh sie auf mein die andere Seite und tut dort auch noch so Zeit. Und ich so denke, oh mein Gott. Hey, Du schon Simon, beruhigt. bist du beim Metzger gewesen oder so? Bist du das Versehen die ich bin mir falsche so- Tür an Ich sehe da schon ein der bisschen Metzgerin gelandet? Ja, weg. und danach sind wir dort so go waschen, oder? Und ich dachte, hey, komm, ich lasse sie jetzt, Hat sie jetzt schon einfach angefangen? machen. Sie hat ja eh schon angefangen, oder? Und ich habe auch so bei ihren Schnittkünsten immer das Gefühl, ich habe das so noch nie gesehen. Und dann nachher hat sie mich gefragt, wo ich komme. Nachher ich sage von Freibach. Nachher sie so, sind Sie in der Guggenmusik? Und ich so, nein, ich bin noch nie in meinem ganzen Leben gefragt worden, ob ich in der Guggenmusik bin. Nachher ich so, aber ich habe einfach so oft wegen ihr müssen lachen, obwohl das irgendwie ein bisschen komisch war. Ich habe eigentlich ein grosses Fest mit ihr gehabt, auch weil sie so lustig war. Und schlussendlich ist sie dann fertig gewesen. Nachher drückt sie mir so eine Taube Schäle in die Hand und sagt, ja, kannst du gerade selber rein tun. Machst es ja eh wieder frisch, wenn ich jetzt ihre Frisur mache. Das ist aber ehrlich. Das Ja, ist das war ehrlich. Ja, Das war ja. ehrlich. Ich habe einfach so müssen lachen. Ja. Und schlussendlich, ich bin zufrieden. Ja, es ich sieht finde, gut aus. Es sieht sie gut hat aus, es ja. Das gut ist ein gemacht. scheucher Mallet. Kann das sein? Also das Bild, das ich gezeigt habe, nicht, aber es hat schon ein bisschen... Die Irene weiss etwas. einfach Bescheid, was drin Ja, ist. würde ja, ich sie sagen. hat jetzt einfach so frech auf der Seite, dass eben da schaut, das ist die Schneise, Ja, ja. die sie mir reingemacht hat. Und darum ist es ein Schein geworden, weil ich habe Spass gehabt, ich habe sehr lachen. Plus es hat gesagt, don't judge a book by its cover.
sie hat ihr Handwerk im Griff und sie hat mir jetzt eine moderne Frisur angezaubert. Shoutout, ihr macht Shoutout. ja auch gerne Hey, Shoutout. Shoutout, ey. Wirklich. Es ist lang gegangen heute bis zum ersten Shoutout. 20 Ja. Minuten fast. Krass. Nein, du hast vorher schon Shoutout gemacht an die Leute, die immer sagen, die Jungen an der Fasnacht. Stimmt. Stimmt. Und ich gar habe nicht einen so lang Shoutout gegangen. gemacht an die, die uns gekannt haben. Ja. Ja, Du hast wow, es Drei, gesagt. die wir auch können. Ich mach Hey, noch ja, eins. sorry. Aber hey, ich steige in die Materie, würde ich sagen. Yes. Was ist die Materie? Wolltest du dir das vorstellen, Conny? Yes, also, wir haben uns halt ein bisschen überlegt, was nein, das ist ein blöder Einstieg, sagen wir, was verbindet uns, aber wir haben halt irgendwie, ich glaube, wir haben das ein bisschen probiert. Wir sind alle Red Flag. Nein, unter uns gibt es Spoiler, Mann! Du hast Spoiler Jetzt habe ich Mann. gespoilert. sorry. 2 Walking Red Flags und 2 Walking Green Flags. Ja. Tragisch. Mm. Wäre schwer. Nein. Nein, wir haben uns halt so ein bisschen überlegt, irgendwie, ja, was wir heute so ein bisschen machen wollen. Und die eine Idee war eben so ein bisschen, die Rubriken zu mischen. So. Und eine davon war halt auch, irgendwie etwas zu machen, was vielleicht spannend ist, weil wir 2 Frauen sind, wir sind 2 Männer, irgendwie, wo das so ein bisschen irgendwie eine lustige Dinge kann drin tun. Und ja, da haben wir uns überlegt, so, dass jeder sich so ein bisschen Gedanken macht, irgendwie über so ein bisschen Sachen bei Frauen oder Männern, die es irgendwie so ein bisschen besser finden oder weniger gut, so ein bisschen Green, Red Flags. Und ja, da haben wir auch noch Community gefragt, haben wir auch noch ein paar dabei. Und Ihr sagt eigentlich nicht so gerne Community, habe ich gemeint. Nicht? Sind das nicht ihr? Schon? das sind glaube ich nicht mehr, Sind nein. das nicht ihr? Wobei, ich... Nein, Communities. Shoutout an unsere Community. Ich glaube aber, wir sagen es eigentlich nicht viel. Ja, da Wir vielleicht sagen- nennen das für uns Nein, wir übernommen. sagen, Wir sagen eigentlich schon Bünzlonis und Bünzlinas. Ja, aber das ist ja besser. Bünzlis, Ich ja, finde ja, Community eigentlich Wir schon, müssen ja. das auch noch fixen, Ausgelutschtes einen Namen. Wort. Irgendwie. Ja. Aber ja. Was hast du vorhin gesagt? Das ist echt gar nicht Nein, famosierende. Nein, ich Famosieren finde, die Leute ist müssen ein selber... bisschen Das finde ich jetzt nicht ein cooles Wort. Ich weiss, aber ich habe etwas schnell gesucht vorher im Okay. Tram. Ja, danke so. dir. Fiaskos. Hey, alle Fiaskos. Wir to be discussed, wie Ja, unsere ja. Hörerschaft heisst. Aber ja, Weiter Ja, im und Kontext. ja, ich weiss nicht, wer heute anfangen mit dem. Mit Red and Green Flag. Ich glaube, ich habe es jetzt Flora bringt gerade einen Red Flag, weil sie hat auch einen roten Pulli an. Yes, Okay. das Ja, passt Ui. perfekt. Zum Thema passend Stimmt, gekleidet heute ein farblich. bisschen. Stimmt, Ja. du Scheuchrot. Und wir sind trist grau und Stimmt. schwarz. Also, Stimmt. meine Lieben, Red Flags. Was ist deine erste lieben oder grösste Red Red Flags. Flag bei, ich sage jetzt Typen, weil du Typen datest? Genau, also nicht mehr Auf einer- daten, aber ich kann Datet hast. daten. Und ich finde es immer noch grusig bei Typen. Und zwar Spongebob oder so Ananas-Unterhosen. Und ich frage euch, kennt ihr so Unterhosen gerade an oder so? So Nein. gemustert. Ja, Ja, No, no. ich sage jetzt nein. Ich glaube, Ich bis weiss schon. 16, ja, 15, 16. Ich habe das noch relativ lang getragen, das stimmt Und schon. was für dich zum Beispiel? Also, du meinst so die Seide, oder? So die Nein, seidige nein, nicht Unterhose. so Shorts. Halt Muster. So, einfach das Muster regt mich auf, wenn es so Ananas drauf hat, anstatt so... Also geht es jetzt um Spongebob-Unterhose oder geht es um... Egal. Also, ich Muster? habe mir jetzt so die seidigen vorgestellt, so die, wirklich die Boxershorts. Ja, da so. habe ich nicht so Ahnung. Hey, nein. Oh, die die- hast du sicher schon Ich gesehen. meine ich einfach weiss, so was du wie meinst. Kelvins, der Stil, die ja, engen, ja, aber noch mit so aber mit Tierli Ananas drauf oder Nein. einfach egal, auch... Also, Aber ich habe eine Frage zu dem, zu Boxershorts. Ja. Das hebt ja nicht. ja. Nein. Also, wie Hä? meinst du, hebt ja Das ist nicht? einfach, Ja, die eigentlich hast du Eier einfach und so. unter langen Hosen hast du nochmal kurze Hosen an. Ja. Es ist doch verdammt unbequem und es Ja. zieht doch so auf, wenn Nein, das ist super. Wirklich? Hast ein bisschen Luft. Weißt du? Soll ich etwas Hast ein sagen? bisschen Spiel. Soll ich etwas sagen? Ich habe ein Pärchen Boxershorts in meinem Leben gehabt. Und die sind von SpongeBob. Die sind von SpongeBob gewesen. Und es sind auch meine letzten Boxershorts gewesen, weil ich finde das einfach saumässig unbequem. eben will. Ich nicht, ich bin Wieso? Eben weil es Eben nicht, weil weil es es nicht nicht hebt. Ich bin komplett ein Boxershorts. Also du hast Boxershorts? Vollgas, ja. Und bei mir heben die, ich weiß nicht, was... Okay. Also keine Ahnung, ich meine, du hast ja normal... Die haben ja wie sagen wir, Gummi. Ja, oben, aber unten nicht. Unten sind sie einfach nicht kompakt. Ja, die müssen ja Das unten ist nicht wie heben. bei Frauen, ein BH ist eigentlich auch da zum Ein Heben. Boxer-BH würde ich auch nicht bringen. Aber jetzt noch schnell zu deinem Red Umgekehrt, Flag. weißt du. Also was haltet ihr davon? Ist das... Also du findest einfach, wenn Nein, ein Typ so etwas anhat, das
dann Ja, musst du wenn Also rein. das heisst, wenn du mich in der Primar datet hättest, wäre ich ein Red Flag für dich? Ja, wahrscheinlich. Aber jetzt habe ich eine Frage an deine Red Flag. Wenn Ja. du dann die Unterhose gesehen hast, bist du schon relativ weit. Ja, ja. Dann bist du Ja, schon relativ die weit Red gegangen. Flag So. ist Ja. Und dann sagst du, Ja, aber sorry. ich habe das auch schon gehabt und dann habe ich gesagt, im Nachhinein, also in einer vorherigen Beziehung, dann habe ich schon auch gesagt, ich würde mich freuen, wenn du mal ein bisschen kühlere Unterhosen hast. Ah, okay, es ist nicht so ein Also- Red Flag, dass du direkt die SBB-App aufmachst und sagst, hey, 5 Nein, Minuten vor dem nein, Bus nein. Aber ja, Jackie. Okay, easy. Und das war auch so einer, der einfach das Mami noch die Unterhosen gekauft hat. Weißt du, so in der Aktion, so das Doppelpack. Ah, mit so brauche ich glaube noch Boxershorts. Und dann hat er mir noch Das ist doch gesagt... herzig, das macht unsere Mami auch, Mann. Ich sag's dir gerade ehrlich, Mann. Immer zu Weihnachten. Also, Colin, Mami, wie heisst sie? Esther. Esther, schaust einfach bitte so ein bisschen basic, ein weißer Rand oben, kommt Ja, immer ja, gut safe, an bei safe. Frauen. Nein, so, es sind normale, so. Nicht mit Müstern Oder- oder so. okay. Was soll ich sagen? Das wäre eben Shoutout Nummer 4 oder 5, ich habe aufgehört zu zählen. Aber ja, Es kann geil. nie genug Shoutouts geben. Das stimmt. Ja, jetzt könnt ihr entscheiden, Red oder Green nochmal. Von dir? Nein, von euch. Ah, David, ja, mischen wir uns doch, oder? Aber warte, Ja. ich habe Ja. etwas, wo irgendwie noch in das reinspielt. Also, irgendwie reden wir heute verdammt viel über das WC, ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall. Das hat der Simon und ich auch schon gehabt. Dann haben wir gesagt, nein, das ist voll die Scheißfolge. Scheiß los. Scheiß los, ja. Nein, ich kann ja eben Jetzt check! Du hast es auch nicht gecheckt. Ich habe Scheiss los. Ich habe es gecheckt. Aha, sorry. los. Ich habe nur ja. gerade wieder ein Bit gebracht, nur hat es niemand gehört. Ich habe gesagt, ich kann ja eben nicht. Oh ja! Ah, Das ist gut. Das ist eine schlagfertige Ui, ui, Antwort, ui. Jim. Schon so, schon so. Okay. Aber was hast du beim Eben, WC? ich habe, also etwas, was ich mega ein Red Flag finde, ist jetzt, wenn zum Beispiel du bei ihm daheim bist oder bei dir, ist ja egal, einfach wenn du wie nach ihm aufs WC gehst und dann hat es Bremsspuren. Wow, das Mhm. finde ich so hässlich. Mhm. Das heisst ja wie, Mhm. dass die Person einfach nicht eben... Also du findest es nicht grusig, dass die jetzt bei dir daheim ein grosses Geschäft gemacht hat, sondern dass Nein, sie gar nicht. Ich das meine, wir sind zeigt- alle Menschen, aber einfach so irgendwie so der Blick zurück, Ja. finde ich, kann man machen. Aber ist das nicht allgemein ein bisschen Red Flag, nicht? Ja. Also bei mir, ich finde das jetzt eigentlich nie Aber das geil ist doch so. der Also- Ort, wo du am meisten nochmal zurückschaust, wenn du bei der Freundin oder bei einer daheim bist. Oder Ja, umgekehrt. allgemein, Also, nee, ja, das allgemein, aber allgemein. dort Das erst macht man recht doch nicht. einfach, Also ja. einfach Blick zurück bitte. Ja. Ich, Also- Ja, also ja. ich finde es schön, dass wir das alles so selbstverständlich finden, aber ich glaube, das ist nicht bei allen so selbstverständlich. Also ich weiß es nicht. Ja, aber ja. ich sage nur hypothetisch, das wäre fände ich ein Red Flag. Aber ich hatte das auch schon gehabt, weißt, im Dunkeln auf dem WC und nachher hast du nicht mehr zurückgeschaut, weil es dunkel ist. Ja, aber du kannst ja gleich ein bisschen baseln. Du hast jedes Mal Baseln. Ja, Ein bisschen nee, ein baseln. bisschen baseln. Das ist auch einfach grusig, Baseln. also der Besen. Ja, Wow, das ist ja, schon das nicht ist Nein, geil. also sorry. Das ist Also schon da nicht kann geil. man, wenn ich manchmal das rausnehme und dann dort unten das... Ja, ja, sorry. Aber hey, du hast dort die Wahl. Du kannst nicht 5 und 2 haben. Ja, Weißt du, das ich meine, entweder du hast Bremsspuren oder du hast ein Baseln. Ja. Also beides geht nicht. Ausser, ich weiss nicht. Ja. entscheiden. Ja, Irgendwo wirklich. musst du dich entscheiden. Ja. Nein, aber Aber ich ja. finde das allgemein ein bisschen ein Red Flag. So, also überall. Und ich habe eine kleine These zu dem irgendwie. Ich habe das Gefühl, gell? Ja. Geil. Es ist sicher wieder keine Das ist These. wahrscheinlich wieder keine Nein, ich These. habe das Gefühl, umso mehr die Leute das WC benutzen, umso mehr machen sie das. Also ich habe das Gefühl, irgend so ein Bahnhofs-WC ist jedem scheißegal, das zu machen. Weißt du, weil ich denke so, ja, das weiss ja eh niemand, dass ich das war. Aber Ja. zum Beispiel so das WC auf der Arbeit oder so, Ja. machen das die Leute, nicht? Ja, wenn du halt weißt, dann kommen jetzt noch Leute, die Ja, und du vielleicht hätte ich kennst. jemanden gesehen, reingehen, so Ja, mit der ja, Zeitung ja. unter dem Arm, weißt du, so voll 1990, Ja, ja. weißt du. Mit dem Bravo-Heftchen. Ja, Mann, mit dem Pager dabei, weißt du, so voll geil. Ja, kann schon sein, ja. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, das ist ein bisschen so. Ja. Genau. Darum daheim ein ultra Red Flag eigentlich. Ja, schon recht viel. Voll. Aber könnt ihr, wenn ihr jetzt zum ersten Mal bei einer daheim sind, könnt ihr dort aufs WC? Ist schon peinlich, sag dir gerade ehrlich. Schon, also habt ihr euch auch schon mal... Ich glaube, man kann einfach nicht, weil man doch so unter Druck ist einfach. Ja, also... Also ja, ich sicher schon müssen so. Ja. Und ich habe dann auch irgendwann gezwungenermassen müssen, weil wenn du musst, dann musst du so, aber es ist ultra unangenehm, finde ich. Ja. Ich finde das gar nicht so. Aber Also, ich frage mich, warum? man Also es ist ja wie so... macht ich weiss alles, nicht, dass das man ist es so, nicht ich weiß auch nicht, Ja. so geschämig irgendwie. Ich Das weiß ist nicht. jetzt schon nicht sexy. Nein. Nein, ja, irgendwie es ist schon wirklich es ist unsexy. Oder auch der Ton Ja. ist schon nicht sexy. Ja, Nein. eigentlich alles.
Habe ich gut den Trick, einfach Insta-Reels schauen und voll laut machen. Ja, aber Musik, das mache ich auch in der Ja, aber das ist WG. komisch, nicht? Wenn einfach so plötzlich Musik Oh läuft. Gott, in der Wege tue ich eben hocken und dann manchmal das Wasser im Lavabo laufen. Und nachher denke ich mir aber, die draussen, die checken doch noch, wenn ich spüre, so, hey, was hat sie jetzt gleichzeitig? Ist Ich habe den ultimativen Tipp. Und zwar bin ich auf die Idee, also das kann ich gerade jetzt so kombiniert, weil ich bin am Mic angekommen. Ich bin mal auf wie so, eine Kollegin von mir war auf dem WC am Kötzeln gewesen. Und dann kommt sie raus und ich bin so, geht's so gut? Also ich habe nicht gecheckt, es ist irgendwie mega schnell aufs WC. Und dann kommt sie raus und sagt, boah, ich habe so kurz, ich so, hä? Wirklich? Ich habe nichts gehört. Und ich bin draussen gestanden. Also oben und unten war Luft gewesen, oder? Ja. Und ich so, hä? Wie meinst du, ich habe nichts gehört? Und sorry, ja. Auf jeden Fall sie so, ja, weißt du, ich tue eben immer WC-Papier ins WC rein. Ja, dann hört man nichts. Ja. Der Silence Mode. Aber es ist schon nicht so, ja. Ja. Unsexy Thema, ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. Schau Ich jetzt schaue so zurück. den Colin an, er so... Also komm, wechseln, vielleicht mal ein Green Flag raus. Egal was. Also, gut, ihr habt 2 Red Flags gehabt. Ja. Dann würde ich sagen, komme ich hier mit der Green Flag rein. Nicht? Sonst haben wir da ein bisschen Bad Vibes, ein bisschen viel Scheiß-Vibes. So. Wir müssen dann nämlich noch ums WC. Oh nein! Nein, Spaß! So scheiße, spätestens da stehen alle Das ab. hätte ich nie getraut mitzunehmen, weil ich dachte, ja, ich weiß auch nicht. Aber Nein. das ist ein bisschen unangenehmes Thema. So. Nein, bei mir... Green Flag, ich weiß nicht, ich habe jetzt dann nicht irgendwie mega die tiefen Sachen rausgesucht oder irgendwie gefunden an mir selber, aber was auch bei mir immer ein riesen Green Flag ist, bei einer anderen Person, sei es Frau oder Mann, aber hauptsächlich bei einer Frau ist auch so der Humor. Irgendwie, ich kann nicht mit jemandem oder vor allem mit einer Frau sein, wenn sie nicht den gleichen oder ähnlichen Humor hat wie ich. So. Was auch gerade drin spielt, sie muss mich auch verstehen. So. Der ist manchmal halt schon auch so ein bisschen Aber wie würdest du jetzt deinen Humor beschreiben? Ja, ich weiss nicht, der ist so dunkel bis bewölkt. So. Trifft es eigentlich nicht schlecht. Ja. Nein, sicher nicht immer. Ich meine, ich kann sicher auch ernst sein und so und ernste Themen bereden, aber ich brauche dann irgendwie auch in dem Kontext, wenn etwas ernst geredet wird, so manchmal mal wieder so einen kleinen Lacher drin oder irgendwie so etwas. Und wenn man das dann nicht verstehen kann, dann ist es schwierig, irgendwie mit einer Frau oder mit einer Person so zu interagieren irgendwie. Ich finde das noch spannend, weil manchmal hat man noch von Leuten, also ich check mega, dass einmal so ein bisschen die Stimmung auflockert, aber manchmal hat man noch auch von Leuten das Gefühl, oder ich, so dass wenn man irgendwie über etwas Ernstes redet und dann ein Witz kommt, dann bin ich wie so, also nimmst du gerade ernst, über was wir reden? Weil manchmal ist ja wie so ein bisschen ein Witz, zieht dann vielleicht die Situation wie ins Lächerliche. Oder du gehst ja wie ein Risiko ein, dass vielleicht die andere Person jetzt gerade das nicht lustig findet. Nicht ja. Ich glaube, da braucht es einfach ein gewisses Feingefühl auch, oder? Also wirklich so, es gibt einfach Situationen, dort magst du es sicher nicht leiden, oder? Ja, und du machst es vielleicht ja auch nicht, also du spürst ja das raus, hat die andere Person den gleichen Humor wie ich. So, das ist ein ultra Green Flag, wenn man das Feingefühl hat und checkt, wann kann man das bringen und wann nicht. Ja, von beiden Seiten aber, oder? Ich meine, sie muss ja dann das Gleiche auch spüren, oder? Und ja, irgendwie finde ich das ist wichtig, ja. Voll. Sehe ich. Yes. Ja, dann mache ich so auch gerade weiter mit der Green Flag. Mach doch gerade, ja, da Und zwar finde ich es mega ein Green Flag, wenn sie in dem Sinn Initiativen ergreift, zum, ich sage, etwas anreissen. Wenn man sich am Daten ist und es nicht einseitig ist, sondern dass wie eigentlich von beiden das Interesse da ist und man so mal schlägt etwas vor oder mal schlägt etwas vor. Oder wenn jetzt irgendwie etwas abgesagt wird, dann, oder keine Ahnung, wirst du krank oder so, dass du sagst, hey, geht leider nicht, aber dann und dann oder irgendwie so etwas. Weil ich habe das Gefühl, es ist mega, oder es gibt es einfach oft, oder, dass einer so ein bisschen der treibende Motor ist, ob jetzt das der Mann oder die Frau ist. Und ich finde, das ist einfach so ein bisschen, dann, warum? Darum finde ich das mega Green Flag, wenn es einfach so ein bisschen, ja. Also das ist bei mir auch so, auch bei Dates, bei ersten Dates bin ich immer, also ich habe schon Initiativen gezeigt, aber ich war froh gewesen, wenn die andere Person wie etwas vorgeschlagen hat, wo auch nicht bei mir daheim ist.
Kennt ihr das? Also, ich bin richtig, meine Eltern haben immer gesagt, wieso kommen die nicht auf Einsiedeln? Und nachher bin ich gewesen, ja, ich gehe gerne weg, weil dann muss ich, also, oh Scheiße, da bin ich ein Red Flag, weil dann muss ich keinen Plan machen, was ich mache. Dann musst du keinen Plan machen, wirklich, oder? Dann Flavia? überlässt du es ihm gegenüber. Flavia schiebt wirklich gerne alles ab. Okay. Aber ich mache auch... Ja, nein, Red Flag, ist Jenny, das ist ein okay. Red Flag für sie. Ja. Da haben wir die. Nein, aber das ist eben auch bei Männern manchmal so, also kann ich schon sagen, wegen Initiativen ergreifen. Oder allgemein einfach, wenn Leute sagen wir allgemein, wenn sie sagen, ist mir egal. So das Gleiche. Es ist ja schön, es kann auch unkompliziert sein, weil zum Beispiel, wenn wir gehen essen, ist mir egal, okay. Aber sonst, wenn es immer ist... die Antwort ist. Ja. Ja, nein. Das nervt, ja. Das nervt. Was Ist mir aber egal, das kann mit aber auch- Auswahl ist super Ja. so. Ja, ist mir eigentlich gleich, aber man könnte dort oder dort, was meinst du? Ja, Weißt du, ein ich meine, ein bisschen so. bisschen Ja, so. ja. Ja, es Ja, kann dir ja schon voll. gleich sein, weil dir beide Vorschläge fallen, aber dann... Ja, ja. Ja. Das Ich Geile glaube, ist, das wenn- Gleiche ist Sorry. auch, wenn jemand immer Ja sagt. Ja. Also Ja. immer zustimmt. Weil dann ist es irgendwie, ich finde, das ist eigentlich fast das Gleiche. Mhm. Wie egal, Mhm. weil dann willst du einfach Dann nicht... weißt du auch irgendwie auch nicht, was du willst. Ja, genau. Du sagst einfach ja voll. Ja. Und das ist halt auch so ein bisschen... Ja. Was würdest du so vorschlagen, dann, zum Machen, zum Beispiel zum Unternehmen, wenn jetzt jemand am Date bist? Also für das erste Date. Ja, oder so zum Anfangsphase. Gell, was ist eigentlich das perfekte erste Date? Das ist ein gutes Essen. Thema, hä? Ja, Bei mir etwas, wo man safe kann Essen. reden, nicht Essen. Kino. Ich finde auch, Aber es nicht ist zum so Reden. vis-à-vis. Wie dann? Ja, kannst du auch Nein, Tisch ich nebenan will lieber reservieren. weißt so und dann die andere Person links oder rechts, dass man nicht sich ständig so ist, weil das macht mich irgendwie nervös. Wegen... du? Wenn man sich so Augenkontakt gegenüber oder was? Ja, je nachdem habe ich das Gefühl, wenn man so permanent so gegenüber hockt, heisst es, man muss sich jetzt immer anschauen und wenn man so ein bisschen so ist, dann... kann man auch mal in den Raum schauen. Ja. Aber Flau, das kannst du ja nicht wählen. Was Hä? sollst du im Restaurant anrufen? Also sagen, ja, ich würde gerne einen Tisch reservieren für 2 Leute, aber bitte nicht voreinander. Ach so, genau. beide in die Wand ab. Am besten noch so einen Stuhl dazwischen. Mach doch ein FaceTime-Date. komm. Oh mein Gott. Nein, aber das finde ich wirklich etwas vom... Also ja, es ist klar, FaceTime. Leute haben andere Ansichten, aber ich finde das eigentlich etwas vom Schönsten Go essen irgendwie. gehen. Ja, aber Ja. es ist irgendwie automatisch irgendwie so eine Atmosphäre irgendwie, Ja, ich weiß ja. auch nicht, es ist so chillig und wie das machst du- Weingläschen Kannst du auch dazu vorher und so. vielleicht noch an einem anderen Ort etwas trinken, damit so noch ein bisschen den Weg von der Bar zum Beispiel zum Restaurant hast, einfach so, damit ein bisschen, Ja. so ein bisschen etwas läuft, oder? Wenn du einfach irgendwo festhockst, habe ich das Gefühl, dann ist es so ein bisschen, dann bist du Ja. ein bisschen gefangen. Ja. Darum ist auch, ich verstehe das voll wegen niemand heimnehmen, weil daheim bist du halt so, du hast keine Ausweichmöglichkeit, du bist schon im Zimmer oder in dieser Wohnung und es ist dann auch so, Ja. wenn es Und- nicht ins Rollen kommt, dann bist du auch so, ja. Ist doch auch schon sehr privat irgendwie, weil da zeigst du gerade irgendwie, also ja, ich finde, das kannst du auch noch so wie im nächsten Schritt Ja. oder so. Ja. Nein, beim ersten Oder finde ich nach dem jetzt Essen. auch nicht. Ist auch nicht immer einfach, je nachdem, wo du aufgewachsen bist. Ich bin Andermatt Kommst aufgewachsen. du auf Simi. Andermatt? Du weißt es ja dort auch. Und dort daten, so irgendwo in Altdorf oder so, dann gehst du Ja. runter und dann machst du Sammy, letzte Busfahrt heim. Ja. So, ja, sorry, darum. Habt Ja. ihr schon mal so eine Ausrede Wir gebracht? haben leider müssen in Andermatt daten. Irgendwie so einen Ausweg, habt ihr mal ein schlechtes Date gehabt oder so und habt irgendwie müssen wegkommen? Nein. Das nicht. Ich auch nicht, nein. Nee. Nein, aber ich habe einen lustigen Moment gehabt, wo wir haben abgemacht gehabt, um einen Kaffee zu trinken und sind dann nachher noch ein bisschen in der Altstadt rumgelaufen und so und irgendwie hat es gerade so ein bisschen gepasst und haben ein gutes Gespräch gehabt und dann habe ich sie spontan gefragt, ob sie Lust hätte, noch etwas zu essen. Und dann sind wir spontan in eine Pizzeria rein und so und dann nachher hat sie gesagt, sie müsse aufs WC. Ich so, okay, gut. Und dann ist sie zurückgekommen und sie so, gut, du bist noch da. Und ich so, Holy shit! und ich so, hey, ja, natürlich bin ich, Ja, bin ich noch da. Und dann sie so, ja, ist nicht, muss nicht sein unbedingt. Oder ich so, ja, sicher. Also erst habe Ja. ich ja gefragt, gehabt, Ja? ob wir Hey, noch ja. etwas essen. Und Ja. zweitens, also, was Aber- bist du für ein Das Sauhund, wäre wenn gut. du einfach Okay, den Moment, wo nein. sie aufs WC geht, Oh mein einfach- Gott. Aber die Arm, die ist aufs WC gegangen und hat gedacht, das ist möglich, dass er nachher, also vielleicht hat sie schon mal Ja. so etwas erlebt. Ja, Nein, jetzt hat oder kein mal WC-Papier gehört. gehabt. Nein, Vielleicht die hat arme sie- Frau. Scheisse, Scheisse. Ja. Irgendwas, aber ich einfach uhren müssen lachen. Ich so, ja, sicher bin ich noch da. Ja. Ja, ich finde, Crazy. ich bin im Winterdaten scheiße.
Weil man dann rein muss. Weißt, im Sommer, Frühling kannst du so sagen, ja, wir können ja mal an den See und dann mal schauen. Oder weißt, so ein bisschen verrussen, dass... Das Frühlingsgefühl. Ja, ist aber sicher schöner, ja, finde ich jetzt auch. Ja. Also ich Als finde nah bist du das- draussen so und ja, wo gehen wir jetzt hin? Ich weiß auch nicht. Ja. Ist aber auch cozy im Winter. Ja, Haben es kann, ja, je nachdem, ja. Stimmt. Es kommt aber irgendwie ein bisschen auf den Abend drauf ab. Ich meine, so irgendwo voll in einem Winterort oder so kann natürlich schon auch Würdest du kuscheln oder was? seine Reize haben, oder? Ja. Nein, aber zusammen an ein Fondue und dann siehst du, wie Killer Weihnachtsmärkte, beleuchtet so ein ist draussen und so. Fondue-Häuschen oder Ja, etwas. es kann schon Hä? etwas haben, finde ich. Ja, stimmt. eigentlich. Sind die Ich bin eigentlich Romantiker? nicht so... Sorry. Aber Sag ich okay. kann eigentlich nur sagen, früher bin ich nicht so Fan, weil dort habe ich Heuschnupfen. Oh Jetzt habe ich immer nein! so ausgeschwollene Augen und darum ich gehe eigentlich lieber im Winter auf ein Date als im Frühling. Okay. Okay, das sehe ich. Gut, Das aber sehe ich. ja. Ich glaube, in jeder Jahreszeit kann man irgendwie kreativ werden, um auf ein cooles erstes Date zu gehen. Aber ja, Ja, die Initiative Nicht ergreifen. Kino, da bin ich voll Ja, bei eben dir. nicht Kino, Nicht nein. Kino. Ich habe einen Green Flag, der auch euch betrifft. Nicht, dass ich jetzt... aber ich finde es ein Green Flag, wenn ein Musiker ist. Wenn der Musiker ist? Ja, schau, wir haben sich gerade angesprochen. Weil, also der Colin tut auch noch Rap, er ist eigentlich auch Musiker, oder? Ja, kommt ein bisschen Ja, drauf ab, komm, jetzt steh kann mal man zu dem. so Du bist sagen. irgendwie so... Oder? Was, ja, komm. was bin ich? Ja, letztes Mal schon, wo mir irgendjemand sagt, in einer Musik, so, ja, so. Aber du kannst auch humble, so oder? Auftritt in einer Bar. Ja, Schon? aber ich Wirklich? sage... Ja, eben. Also dann ist er für mich ein Ja. Musiker. Ja, also einfach gut, Hobby. ich Du musst bin ja Man ist professionell Musiker, sein. sobald man Musik macht. Aber ihr müsst wissen, manchmal bin ich in meinem Film... Ja, in meinem Film. Und dann sehe ich mich so... Eben, wenn ich jetzt mit einem Musiker zusammen wäre... Du bist kein Sänger, oder? Nein. Ja, wenn es jetzt ein Sänger wäre, dann denke ich so, ja, dann kurze singt er Denkpause. vielleicht, schreibt er Text. Irgendwie, also erstens kann er gut irgendwie Gefühle, weil die meisten Musiker oder Lieder sind so ein bisschen gefühlsmässig. Ja, einfach in meiner Vorstellung. Und nachher stehe ich halt so im Publikum und dann so, ja, die eine. Aber ja, stimmt eigentlich. Ein Instrument spielen, das ist hot. Ja, also wenn ich bei Giant Rooks war, bin ich schnell 2 Stunden verliebt in den Frontsänger. Und habe mir so vorgestellt, dass der jetzt über unsere Beziehung ein Lied singt und so. Ich weiß doch auch nicht. Und ein bisschen verliebt bist du auch in, wie heisst der schon wieder, vom Zürich Open Air? Der blonde... Der Niklas? Ja, genau. Nicht verliebt, aber er ist Also, ein geiler Sieg. Ja. Ich habe seinen ja, Schuhbändel. mit Das ist Ist das am Niklas sein Schuhbändel. sein Schuhbändel? Ja, Sein ich habe meinen Schuhbändel. Schuhbändel ihm auf die Bühne gerührt und dann haben wir es nachher getauscht. Ich glaube, das Video habe ich gesehen. Aber ich finde es cool, wenn man so ein Instrument kann spielen kann, weil das zeigt so, dass die Person Dedication hat, so dran zu bleiben, um das zu lernen. Weißt du, was ich meine? Das finde ich cool. Das sagt viel über die Person aus, finde ich. Ich habe das Gefühl, es ist eigentlich, sobald ein Mensch eine Leidenschaft hat und du das Ja. so merkst, ist eigentlich egal was, ob jetzt Musik oder sonst irgendetwas. Einfach, wenn du etwas hast, wo deine Leidenschaft ist, wo du gerne machst und dem auch voll nachgehst. Ich finde das eigentlich Das ist sehr etwas, attraktiv. Ja. Ist zwar auch gerade, spielt gerade in meine Red Flag hinein, aber... Ja, darum habe ich so reagiert. Aha, Okay. Soll ich meine Red Flag bringen? Ja, ich weiß nicht. Ja, nein, ich find's ultra so ein bisschen eine Red Flag, wenn eine Frau zu viel Sport macht. So. Warum? Ich weiß nicht, wisst ihr, was ich meine? Wenn, Nein. wisst ihr, denn ihr macht beide viel Sport, gell? Ich habe es auch beim Nein. Podcast gehört, ich habe Ja, nicht zu die viel Frage ist, wollen. was viel Sport für dich ist. Oder Heißt das was viel ins meinst du? Gym gehen? Heißt das viel jeden Tag säckeln? Was heisst Ja, viel Sport? generell einfach, wenn ich das Gefühl bekomme, dass das... Dass sie mehr macht als du. Nein, dass sie, blöd gesagt, dass ein wichtigerer Teil im Leben für sie ist als unsere Beziehung. So. Oder unser Beisammen sein. ja, Dings irgendwie. Ja, weil ich will nicht fragen, hey, ist heute schnell Zeit, 7 Uhr gehen wir doch irgendwo essen oder so. Nein, ich muss joggen. Also, Ja, weißt du, was ich meine? So, weißt du, wenn es so ein Müssen wird. So, schon nicht, klar, Sport machen und so ist wichtig, weißt du? Aber dass so viel wird, dass es zu einem Punkt kommt, wo wirklich irgendwie das noch Plan verändert. Weißt du, also jeder Dienstag, Mittwoch, Donnerstag muss joggen am 7. Weißt du, was ich meine? Ja, Irgendwie? aber das heisst auch... Das ist so ja, ein zuerst bin ich kritisch gewesen, wo du gesagt hast, das ist ein Red Flag, weil ich so gesehen, ja, schwierige Aussage, aber ich glaube, ich check, was du meinst, im Sinne von, wenn eine Person so sportobsessed ist. Ja, eigentlich, ja. Dass es wirklich Dass es so in Stein gemeißelt ist und sie würde es nie, oder er nie schieben für Genau, dich. Also genau. ich meine, du könntest jetzt eine Profisportlerin daten, oder? Die muss quasi. Das ist ja dann wie ein Müssen.
Ja, kommt darauf an, wie viel Geld Ich sie habe auch haben. Kollegen. Also ich habe Kommt natürlich Kollegen, ganz darauf an, dann kann man darüber reden. So. ja, Nein, klar, nein. Ja, ich weiss nicht, dort wird es mich dann vielleicht... Weißt du, wenn sie das Geld mit dem verdient, Ja. dann ist es für mich wie das Arbeiten. Ja, ja. Weißt du, dann schaue ich es irgendwie ein bisschen anders an. Da habe ich so das Gefühl, ja, sie macht das irgendwie Ja. und verdient das Geld damit, weißt du? Ja. Dann könnte ich es mir eher wieder vorstellen. Aber Ja. eben so, das Gym ist recht ein gutes Beispiel eigentlich gewesen dafür, weil... Dort haben ja die Leute eigentlich relativ heftig so eine Routine. Ich muss jeden Abend am 7 Uhr und sonst, wenn ich es nicht machen, dann machst du es am nächsten Tag wieder nicht und hier irgendwie fast so eine Sucht irgendwie drin. Und das nervt man. Das habe ich aber auch schon gehabt und das hat mich eher genervt. So, darum Also habe ich so kann mir gedacht, vorstellen, das ist ja dann auch, also ich eben weiss es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass Leute, die so mir krampfhaft nicht können auf Sport verzichten, das ist ja auch nicht gesund. Also ich meine jetzt so von der mentalen Einstellung, die man irgendwie dann hat zu Sport. Ja. Und das ist ja dann Ja. vielleicht auch anstrengend als Partner oder Partnerin, der Person irgendwie das Willen beibringen. Das kannst du ja dann irgendwie auch nicht. Bei mir ist auch ein Red Flag, also als ich mit Leuten geredet habe, dass wenn ein Mann sagt, dass sein Hobby Gym ist. Nur Gym. Findest du ein Red Flag? Ja, also ich habe es gehört von einer Kollegin und nachher habe ich gefunden, ja schon. Weil Das hat ein bisschen etwas, ja. Gym, eben Fitness ist nicht schlecht, aber wenn es nur das ist es irgendwie schon ein bisschen traurig. Ja. Ja, ich weiss, was du Also, meinst. wobei... Das sind aber wieder auch die Leute, die sagen, ja, keine Ahnung, mein Hobby ist Netflix schauen und irgendwie so, keine Ahnung, Schwimmen. irgendwie 50 Schwimmen! Basteln. Wenn du wieder schon Nein, fragst, was Schwimmen, machst du? Ja, ich nein, würde gerne Schwimmen ist etwas anderes. Aber ich weiss, basteln. Gym ist dann so irgendwie so ein bisschen, da ist wie so nichts dran. Du gehst einfach den Stumpf für dich dort hin und dann... Ja. Eigentlich ist es so auch Sport, aber es ist... Ja, die meisten, die das bis jetzt gesagt haben, die ich gesehen habe, sind halt genau die Pumper und wo ich wahrscheinlich gerade vor dem Spiegel gesehen Wahrscheinlich hast du einfach das Vorurteil, dass es denen nur ums Aussehen geht. Ja. Und das ist dann nicht... Ja, und vielleicht auch ein bisschen, dass sie nur ein Hobby haben. Nee, das hast du auch so ein bisschen gesagt. Irgendwie. Man hat jetzt gesagt, ich gehe gerne ins Gym, ich gehe gerne essen, ich gehe gerne dort, dann sieht es wieder anders aus. Ne? Ja, Es stimmt. ist auch darum gegangen, dass du nur sagst Gym. Ja. Oder? Das ist Ja, nur darum machen der Colin und ich Musik, gell? Genau, ja. Und Podcast. Und Podcast, ja. Und schwimmen und basteln. Und schwimmen, basteln. Wiederbauen. Wenn ich einen Leimstift habe, dann bin ich einfach glücklich. Die Frage ist, für was brauchst du einen Leimstift? Ja. Ja, Mann, Simon, was ist deine Red Flag? Meine Red Flag. Let's go. Lass es uns wissen. Red Flag ist, wenn sie ein Horse Girl ist. Ich weiss nicht, mit dem bin ich einfach irgendwie Aber das nie so verstehe ich warm geworden. ein bisschen. Ich weiss Also, warum? Was ist die Begründung? Ich habe mega gerne Tiere. Wirklich, wirklich. Aber einfach mit Rösser. Ich weiss auch nicht, irgendwie Rösser sind mir am meisten egal gewesen, glaube ich, bis jetzt. Es gibt schon herzige Ponys und so, all das easy. Aber das Ding ist eben, der Grund kommt, weil ich kenne jemanden, der reiten und die hat auch ein Ross. Und sie hat einen Stall. Der Stall ist nicht gerade irgendwie in ihrem Familienhaus so ein Anbau oder so, sondern sie muss dort anfahren und so. Und ich komme halt durch die Person mit über, wie viel Aufwand das ist. Und letzte ist sie mal also ist eine Arbeitskollegin, letzte ist sie mal irgendwie am 3 hat sie gesagt, sie geht heim. Und ich so, hey, warum gehst du schon heim? Dann sie so, ja, weißt du, ich muss das Hufeisen vom Ross suchen im Schnee. Und ich so, was? Und dann habe ich nur gedacht, so, ey, ich hätte so keine Lust, Das Hufeisen suchen das im Schnee. Hufeisen suchen Warum jetzt kostet im Hufeisen Schnee. so viel, dass man sich nicht Ja, habe ich mich zweites auch kaufen kann, gefragt, oder? Jetzt musst du, weil dein Ferdinand den Schuh verloren hat, musst jetzt du am Samstag nachher mit deiner Freundin oder deinem Date gehen, ein Hufeisen suchen im Schnee. Gar kein Bringt Bock, vielleicht auch noch Glück, aber wirklich ist nicht nicht. Aufwand. Und dann Ja, muss das findest das Ross zum Zahni, es muss zum Hufschmied, Ja. es muss das, dieses. Es ist einfach mega viel Aufwand. Und plus, auch so in die Ferien gehen wird dann Ja. schwierig. Es ist einfach, Oh ja. Also dich es ist nicht einfach eine Katze. dich Ist aber auch- tönt es ja. ab wegen dem Aufwand, oder? Oder einfach auch, weil sie dann so ist, wegen dem Reiten. Und er auch Rösser nicht so gerne, wenn ich Ja, es ist, rausgehe. es ist im Fall alles. Ja, Es ist Aber das alles ein verstehe ich, bisschen- weil irgendwie, der Luca hat auch schon gesagt, ich bin froh, hast du kein Pferd, Seine oder Freundin. reitest du nicht? Das hat er auch schon gesagt, weil Ja. eine Kollegin von ihm, die auch Ross hat,
die hat so gesagt, ich glaube, die sind so in einer Dreiecksbeziehung mit dem Ross. Du bist nicht nur mit der zusammen, sondern auch ein bisschen mit dem Ross. Ja, es braucht einfach sehr viel Pflege, Aufmerksamkeit. Lustige Storys. Ich hatte 2 Freundinnen, die Horse Girls waren. Wirklich? Ja, definitiv. Die eine ein schlimmer als die andere, definitiv, muss ich sagen. Sie sind aber dann teilweise so obsessed, gell? Es hat die erste ja, die zweite weniger. So. Und es hat aber eine lustige Situation gegeben. Wir sind dann mal auf Zürich gezügelt. Ich habe mal da gewohnt für ein paar Jahre. Und sie hat dann wie so einen neuen Reitstall eigentlich gesucht, wo sie so Reitbeteiligungen, wie heisst das da, wo da kannst wo so ein Ross kannst so mieten. Einstellen. Oder so kannst mieten für ein paar Stunden und dann musst du halt das ein bisschen pflegen und so. Da ist halt das ganze Zeug mit dem Zahnarzt nicht und so zahlst einfach wieder das Ross an. Nicht im Schnee suchen und so. Ja, das vielleicht, wenn sie selber verloren ist. Keine Versicherung. Auf jeden Fall bin ich dann mal mitgegangen, weil ich also dachte, ja, bist herzig und so, alles gut. Dann sind wir, das erste, was mir aufgefallen ist, man, es hat einfach so wie sagen wir dem? So ein Rundummel, Mann. Ein Dreikreuz. Und die rührt einfach das Ross drin. Dann hast du es einfach so eine halbe Stunde drin und muss dem Teil rundum galoppieren eigentlich. Weil galoppieren, wie machst du das? Weil hinten so ein Eisen kommt, wo die ganze Zeit so rundum geht. Und was ist eigentlich das so wie verfolgt, ja, dass es Auslauf bekommt. Also du bist gezwungen zum Laufen eigentlich. Also wenn jemand keine Zeit hat oder wenn es irgendwie nicht anders geht, dann schickt es das Rost so in das Rundum rein und dann tut es den rundum. Voll anders. Habe ich irgendwie zuerst schon crazy gefunden und das zweite Mal, wie gross die Viecher sind. Ja, die sind riesig. Und dann ist irgendwann so eine Situation, sie hat schon gesagt, ja, weißt du, es ist schwierig und so, aber es ging schon und alles gut. Und dann ist so kurz am Moment, als sie schnell weg hätte müssen, und ich gesagt, kannst du schnell heben? Und ich bin so da gestanden und ich habe mir fast zurück zum WC-Thema in die Hose geschissen, Mann. Weil ich einfach das fucking Ross auf meiner Dings gehabt und dachte, hey, Bruder, mach jetzt einfach keinen Scheiß. Das zieht die mit. Renn jetzt auch. Ja, ich lasse das los, wenn das weggeht. Was soll ich das heben? Oder was? Das ist ein PS, Mann. Ich bin nicht mal 0,1, Mann. Ein PS. Alter, Szene des Jahres. Wenn die Rosmarie mal Gas gibt, dann ist gewesen. Ja, die Rosmarie hat zum Glück nicht Gas gegeben. Es ist alles gut gekommen. Aber ja, ich habe dann nicht gedacht, fuck, Mann, ja. Nicht gedacht, dass wir Rösser Angst machen. Aber ja. Dann hat so einen Ton gemacht, nachher den habe ich aber richtig herzig gefunden. Ja? Das ist Spaß. Nein, das natürlich nicht. Alles gut, Mann. Hast du mal Rossfleisch gegessen? Ja, sicher. Ja. Und deine Ex-Freundinnen? Nein. Hat die dann nicht gegessen? Nein. Haben die das nicht doch drauf? Nein, ich glaube, das ist so ein ungesprochenes Gesetz. Wenn du reitest, isst du kein Pferdefleisch. Ja, sind schon die meisten so, ja. Meine Schwester hat auch, also ich glaube, ich weiß nicht, ob sie auch mal so eine kleine Beteiligung mal ein paar Monate hatte, aber sie war auch echt so Ross-Fan früher aus Kind und darum ist es bei uns daheim das schon nicht viel gegeben, aber ich habe es schon auch schon gegessen und es ist noch fein im Fall. Ich finde es gar gar nicht so. Haben ihr das auch schon gegessen? Das verzichten mal ich schon. Oh, man kann schon darauf verzichten, aber es ist auch fein. Also ich finde, man kann allgemein auf Fleisch verzichten, nicht? Ja, das wäre Kann man, ja. Kann man machen, ja. Habe ich auch mal. Kann man, aber muss man nicht. Paar Ich sind beide Fleisch... Ich kann fast wieder sagen Fressesser. Momentan, ja. Ja, mein Freund ist schon lange Veggie und wenn er kocht, ist geil Veggie, aber wenn ich koche, halt nicht. Und die esse ich Fleisch, wenn die Mami wieder mal kocht. Ja. Okay. Weil klassisch Schweizer das Fleisch kaufen und dann schauen wir, was rundherum passiert, oder? Schweizer Fleisch, alles andere Spiellag. Apropos deine Mami. Oh ja. Ich habe noch ganz kurz ein bisschen gespienzelt. Ich Nein. habe etwas gesehen auf deinen Notizen, die wir noch vergessen haben zu sagen. Wir haben noch einen lustigen Fun-Fact. Ah ja? Genau, ich habe die Hai dann erzählt, so ja, aber ich habe der Fasnacht mit einem einen geredet, der auch einen Podcast haben, der Simon Eicher. Sie so, Eicher? Eicher? Ich war früher mit einem Eichi unterwegs gewesen. Und das ist einfach der Vater von Simi. Ja. Also wir haben herausgefunden, dass mein Papi und ihre Mami zusammen Party gemacht haben früher. Ah, crazy. Genau, also, ich muss sagen, sein Vater ist Musiker und tut AC/DC imitieren hure gut, sagt meine Mami. Ja, er hat eine AC/DC-Coverband, Genau, und meine Mami liebt AC/DC AC/DC-Coverband, ja. Genau. Cool. Und die Mami liebt AC/DC, hat früher eine Jeansjacke gehabt, AC/DC-Sticker drauf. Drauf, voll drauf. Und Mittendrin. Land ist Okay, jetzt du. am Einsiedler Musikfest, nicht Musikfest, Let's Fest heisst, ja. spielt dein Vater und ich gehe jetzt dort mit meiner Mami schauen. Ja, Und du wir spielst spielen auch. noch Du nachher, spielst ja. auch. Wir müssen sorry. unbedingt das Genau. Foto machen. Ja, das dort. wäre sehr gut. Definitiv. An der Fasnacht am nächsten Tag habe ich eine Nachricht von der Flavia auf Insta. Tickets kaufen, Let's Fets. Und dann hat sie geschrieben, wir sind dabei.
Ja, ich freue mich. gerne. Herzlich, Genau. lustiger Freue Zufall, ja. Das ist auch in Einsiedeln. Einsiedeln. Ich weiß nicht, ob man es das mit N oder nicht sagt. Immer mit N. Es hat ja eins. Lies es und dann... Ja, aber Ganz Aber es einfach. hat mir Bei uns auch gibt's- eins. Danke, Simi, das ist gerade ein Green Flag. bei uns gibt es viele Sachen, die es aber nicht so sagst. Mythen. Oh, das ist ein Red Das Flag, ist ein Red Jenny. Flag. Wie heissen die zwei Sag's Berge nochmal. im Herz vom Kanton Schweiz, Jenny? Sag's. Miete. Ja. Ja. Es war 50-50, ob ich es richtig Gut. gesagt Mythos. Mythos. habe. Der Mythos ist... Der Mythos. Hey, haben wir noch einen Red Flag? Haben wir jemanden vergessen? Also ich habe auch noch... Also ich habe mir einfach vorgenommen zu sagen, es gibt ja wie so offensichtliche Red Flags und zu denen können wir vielleicht jetzt dann auch gerade, wenn wir unsere Community-Inputs noch reinbringen. Ich finde... Ja, eben, wir haben jetzt viel über so, keine Ahnung, also oberflächliche oder lustige Red Flags geredet und es ist ja wie offensichtlich, dass es wie so... Nein, je nachdem. Ja, je nachdem. Aber ich kann Fällt einfach mal wollen raus. sagen, eben, irgendwie habe ich jetzt gefunden, die klassischen sind wie so, sowieso, dort muss man sowieso rennen. Wenn irgendjemand zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, frauenfeindliche Sprüche macht oder irgendwie, wenn die Person nur von sich selber redet oder mit Bodycount angibt und so. Und das sind so die einen Inputs gsi, wo jetzt Leute also auf meine Insta-Story geantwortet haben. Aber jemand hat auch geschrieben, Red Flags. Was? Red Flags. Red Flags. Red Flags. Wow, Green Flag. Red Flags bei Frauen. Single Mom. Was halten wir davon? Also eine Mutter, die schon ein Kind, also eine Oder- Frau, die schon ein Kind hat. Ist ein Red Flag. Ja. Ist das... Das ist halt schwierig. Also schau, im Ja. jungen Alter wahrscheinlich... Wie alt sind ihr eigentlich? Ich bin 28. 25. Okay. Also Jenny ist... Sind Wie alt die, bist sind die Aha, 2000er? 23. Ich bin mit 23. 01. Bist du 01? Ja. Wow. Ja. Ah, was? Ich meine, wir sind älter. Ich meine, wir sagen gleich. Wir sehen alt aus, wollte er sagen. Nein. Dann kann ich jetzt immer sagen, als ich noch in deinem Alter Ja, war. ja, oh mein Gott. Als ich noch in deinem Alter war. Hast du mich noch in der Windel gesehen? Ich hatte dich noch nicht. Red Flag. Aber ja, was... Ich finde das irgendwie noch schwierig. Also ich weiss nicht, es kommt mega darauf an, aber für mich ist schon ein bisschen... Also es würde mich schon gerade so ein bisschen Red Flaggen. Zum Daten ist schon ein Ich bisschen- weiss nicht, also ich würde es Red-flaggig. nicht direkt so, aber ich würde nicht gerade SBB aufmachen und sagen 5 Minuten Tschüss. vor dem Bus so, aber es wäre schon mal so ein bisschen Vorsicht Ich glaub, so. das Und würde- die Geschichte würde mich aber auch ein bisschen interessieren so. Und findest du, das muss man schon beim ersten Date klären? Sagen. Ja. Also ich finde, du Finde kannst schon ich erwähnen, schon. wenn du ein Kind hast. Ja, Also oder? du meinst Ja. generell Kind oder du meinst Nein, Geschichte? Kind. Dass das Dass Kind du schon ein hast. Kind mitbringst. Ja, schon beim ersten Date, Okay. ja. Ja. Weil Also, sonst ja. ist wieder Red Flag nicht so Ja, ehrlich ja, ja, irgendwie, ja. finde ich. Ja. Weiß nicht. Also ich finde, die Person, wer auch immer, es kann ja auch alleinerziehender Vater geben. Also weißt du einfach, ob jetzt die Person, die wie Single dazukommt ohne Kind, die muss einfach sich bewusst sein, dass ja, dass da wie noch jemand auch noch dabei ist in dieser Beziehung. Ja. Das kann man ja schon so nennen. Ja. Aber ich fände es, glaube ich, schade, wenn man so verallgemeinert würde sagen, das ist eine absolute Red Flag, weil eben, du weißt wie die Geschichte dahinter nicht. Und wenn jetzt deine Traumfrau oder dein Traummann daherkommt, es hat halt wie schon Nachwuchs gegeben, dann muss man es vielleicht zuerst herausfinden. Keine Ahnung. Da Ich kommen wir... finde allgemein, wenn es die Person ist, dann ist doch eigentlich rundum sowieso alles egal, nicht? Ja. Ja, vielleicht. Wir weiss es ja nicht. Mir ist jetzt noch nicht Sinn gekommen wegen Single Mom oder Single Dad, keine Ahnung. Ich habe neue Dating, also in einem Rest in Zürich jetzt ein neues Dating-Format, wo Date My Mom oder Date My Dad, wo aber die Kinder sind erwachsen von denen und die Kinder kommen wie mit als Date. Und Also sie begleitet sie. zum Beispiel, wenn meine Mami Single wäre, würde ich meine Mami begleiten zu ihrem Date. Und ich hätte dann, also die Struktur ist so, in der ersten Minute tust du deine Mami wie pitchen so vorstellen. Und würdet ihr, ich weiß nicht, ob ich Eltern noch zusammen sind oder nicht, aber würdet ihr das machen? Niemals. Würdest du nicht deine Mami begleiten? Niemals. Oder dein Vater? Wäre das Niemals. nicht lustig? Ja, nein, look, ich weiss nicht, ob ich da meine ehrliche Meinung zu diesen 2-3 Sätzen soll sagen. Nein, ich weiss nicht. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich finde so ein Dating-Format, Mann.
Nur schon das Wort, weißt du, Also, was das habe braucht ich das jetzt Dating-Format? gesagt. Das habe ich jetzt funktioniert gesagt. seit Anno Tubakmann, Das ist wo die Uni wirklich die Zürich, die Rüsser ein noch bisschen geweiert durchgedrückt haben, hat, Mann. ist schon Und gut. ich weiss auch nicht, ich finde, man lernt euch kennen draussen und irgendwie so. Ich glaube nicht, dass ich da meine Mami pitche. Was ist sie? Nein, Ein was Flipchart war doch oder schau? was? Okay. Weißt du, was ich meine? Nein, weißt du, was ich meine? Würde meine Mami jetzt mich voll fragen, so, hey, bitte mach das. Ja. Nein, ich würde es auch nicht machen, Mann. Nein, das stimmt Ich würde das nicht. wirklich nicht machen. Ich würde sagen, ey, nein, sorry, ich wäre pitch dich jetzt ja auch nicht ich wäre jetzt auch weniger begeistert. Okay. Nein, würde ich Oh, nicht. wir würden das machen. Ja, ich habe, als ich das gelesen habe, bin ich so am Überlegen, wer ist in meinem Umfeld Single. Leider ist niemand. Also, Aber das wäre lustig, wenn du irgendwie mit Leuten von deinem Arbeitsumfeld sagst, komm, Irene. ja, mein Freund Lino hat dann gesagt, schick mir das unbedingt. Seine Arbeitskollegin ist 40 und Single und er so, also auch noch lustig, wenn ich mit ihr gehe. Mit meiner Arbeitskollegin. Ich würde vielleicht eher ein anderes Mami pitchen. So. Ich glaube, da hättest du mehr, ja, aber mit meinem eigenen nein. Ein Ja, bisschen also. unangenehm. Ja, safe. Ich hätte sonst noch einen Green Flag. Und zwar, wenn der Typ weibliche Kolleginnen hat. Ja, Das ist für mich sowas von Green Flag. ja. Das Unbedingt. ist lustig, dass du das sagst. Der Colin und ich haben letztens über das geredet. Der Colin sagt, das sei für Frauen eine absolute Red Flag. Nein. Wirklich? Und ich Ja, habe das auch schon ein paar es- Mal gehört, dass es als Red Flag angeschaut wird. Also, es kommt auf die Freundin drauf an. Also, wenn du mit Und Kolleginnen noch und aufs befreundet Ausmaß der Kolleginnen, nicht? Ich meine, wenn es dann so 10 sind, ist das Nein, nicht im cool. Fall. Also, wenn die Kollegin, glaube so an den Lippen hängt und so selber das Gefühl hat, sie ist ein bisschen die Freundin. ja, Dann- wenn es so à la Konkurrenzkampf wird, aber bei mir ist so. Okay, Gut, das könnte aber noch eher beurteilen, weißt du, was ich dann meine? schon. Das Das ist sehe dann ich ja komisch, nicht, ja. oder? Doch, das ist, finde ich, dann aber auch ein Red Flag vom Typ, wenn er das nicht checkt. Also jetzt mal angenommen, du fängst jemanden an daten und du hast auch eine sehr enge beste Freundin zum Beispiel und du checkst nicht, wie die ein Kleber ist an dir. Das, dann fände ich ein bisschen... Ich habe mehr gemeint, dass ich das jetzt zum Beispiel in dieser Situation nicht checke, so wenn es um andere geht. Weißt du, was ich meine? Dass ich jetzt nicht zu dem Thema, wo wir darüber geredet haben, dass ich das wie nicht sehe, kleben sie an ihm oder nicht. Ich habe einfach so das Gefühl Aha, gehabt, ja, das weißt du, was ich meine? So, ich habe einfach mehr so das Gefühl gehabt, wenn du irgendwo in den Ausgang gehst und bist so ein Typ mit 6 Frauen, habe ich nicht das Gefühl, dass dort alle stehen und denken Ja, aber so, jetzt müssen wir der ja geile nicht Sieg. sechs. Weißt du, was ich Jetzt- meine? So. Mein Freund hat eine beste Kollegin, Shoutout Vivi, du bist eine geile Siechin und ich liebe dich. Weil es hilft so, ich merke es, dass er noch eine andere, also er hat auch eine Schwester, aber mit der Schwester hat er jetzt nicht mehr eng, dass er einfach noch den Austausch hat und auch ein bisschen mehr manchmal meine Sicht versteht, weil sie manchmal auch gleiche, sie denkt halt auch ein bisschen gleich wie ich, sie ist ein bisschen ähnlich. Darum bist du vielleicht froh. Ja, drum. Wahrscheinlich okay, Aber ja. du findest es gut, dass er wie auch noch jemand anderes Weibliches hat, um über Sachen zu reden, wo Ja. nicht gerade du bist. Ja. Und deine Meinung hat. Nein. Wir haben auch mal über das Thema geredet, wo sie ihm Andere Rat gegeben hat, Andere die nicht Rat. in mir mir hat sie dann auch gesagt, hey Flo, ich habe dann schon gesagt und so. Ja. Okay. Ja. Was findet ihr, wenn wir jetzt beste Kollegen haben, männliche? Also, oder eine Frau, einfach Das finde ich völlig okay. Ich finde es eigentlich auch okay, ja. Voll. egal wie eng. Wenn Ja, ich es auch kommt mit auch wieder 6 aufs Mann in Ausmaß drauf Ausgang- an. Ja, das eben auch wieder mit. So, bei mir ist Hey, ich unterscheide das nicht. Mal, Aber ich war einig mit 6 Frauen im Ausgang, und zwar an einer Disney-Party. Und der das ist sicher- Abend, es ist wirklich, es ist der Abend von wirklich deinem Leben lustig. gewesen. Der Abend, es ist der Abend von meinem Leben. Nein, aber nein, ich finde das eigentlich kein Red Flag. Also- Es ist dann ein Red Flag, wenn ein Konkurrenzkampf anfängt. Finde ich. Oder eben, wenn man anfängt, so ein bisschen... Was auch ist, immer. aber ist doch bei 6 dann irgendwie auch die Wahrscheinlichkeit viel höher als bei Was hast du mit diesen 2. 6? Ja, du hast irgendwie so 6, hast du mal ein Trauma Nein, gehabt mit ich sage, gewisse Leute haben 6 Kolleginnen so und so. Es geht eigentlich immer noch das Thema reingebracht Ja. von Ja. unserem Gespräch dort. Ich bin immer Ja. noch so ein bisschen an dem am Hängen. Ja. irgendwie so. Ja. Ja, ich Genau, merke es bei mir ja. selber, ich hätte gerne einen besten Kollegen. Ich habe nicht wirklich männliche Freunde, so enge. Mm. Und ich hätte das gern. Ich hätte schon gerne 6. Nein, weißt du? Also Nein, ich aber muss sagen, ich ja. schätze da meine Kolleginnen schon sehr, eben, dass du auch so ein bisschen eine neutrale Person hast, wo dann eben, wo es wie klar ist, so, hey, das ist einfach freundschaftlich und irgendwie, ich schätze das eigentlich sehr, ja. Also hast du Kolleginnen? Ja, schon. Ja. Schon ein paar, ja. Darum Wie sind wir viel also sind wir? 6.
Nein, es ist so. Ich habe viele Kolleginnen, das ist so, ja. Ja. Du hast weibliche Kolleginnen? Eine, Ja. 2. Ja. Voll. Das finde ich dann eben auch okay. Weißt du, was ich meine? Darum habe ich auf die 6 so ein bisschen beharrt. Ich finde es kein Problem, so jemand, oder ich meine, ich kenne die ja schon über 10 Jahre. Weißt du, irgendwie so. Das ist, Aber bei mir das ist dann ist es völlig wirklich, etwas also ich anderes. kenne So. eigentlich die alle schon eigentlich ziemlich, also über 10 Jahre. Wir sind irgendwie alle in der Oberstufe und irgendwie ist so ein grosser Kollegenkreis, wo auch noch Jungs und so dabei sind und irgendwie Das ist der Kontakt einfach so geblieben, ja. Ja, ja. Jemand hat noch geschrieben, Red Flag, unfreundlich gegenüber Leuten, die einfach ihren Job am machen sind. Ja, glaub, das allgemein sind wir unfreundlich. So im Rest zum Unfreundlich zu Beispiel, fremden Kellner. Leuten oder so. Also, ja, Allgemein, finde ich gar nicht. we agree. Und dann Green Flag, wenn er Menstruation versteht. Was heisst Absolut versteht? riesen Green Flag. Ja, der Periodenzyklus hat ja wie verschiedene Phasen. Ja. Und wenn du nicht mit Hormonen verhütest oder wie auch immer, also ich nehme zum Beispiel Pille, ich habe keinen Mens, ich habe keinen Zyklus. Der fällt aus, wenn du Hormone nimmst. Ja. Aber wenn du kein Hormon nimmst und einen normalen Menstruationszyklus hast, dann hast du die verschiedenen Phasen. Muss man sagen, das versteht auch nicht jede Frau. Ja, ich kann. Ich zum Beispiel, also ich habe es schon ein paar Mal gelesen, aber halt auch wieder vergessen. Auf jeden Fall, in verschiedenen Phasen von dem Zyklus brauchst du als Frau, also tun verschiedene Hormone mehr oder weniger walten. Das heisst, du tust auch verschiedene Sachen brauchen. Es gibt zum Beispiel eine Phase, da brauchst du mehr Zuneigung, musst schauen, dass du weniger Stress hast, du musst irgendwie also weißt du, was ich meine? So Ja, Sportlerinnen trainieren ja auch so. Genau. Also, Und in Ja, gewissen das haben wir Phasen- auch schon gehört, In ja. gewissen Phasen kannst du mehr leisten, bist du aktiver, hast du mehr Lust zum Machen und Anreissen. Und das ist eben so schlau, sowieso, wenn du als Frau selber deinen Zyklus checkst, dann kannst du ein bisschen nach dem leben und zum Beispiel deinen Kalender richten, so, dass du nicht in deiner Down-Phase gerade irgendwie 7000 Sachen abmachst. Aber geil ist es eben auch, wenn dein Freund auch ein bisschen rauskommt, wenn du in welcher Phase bist, dass man irgendwie ein bisschen zuvorkommend sein und sagen, hey, schau, in 3 Tagen kommst du deine Tage über, wieso tun wir heute nicht ein bisschen chillen oder aber so. für das musst du ja schon dann mit dieser Person schon recht zusammen sein, um das ist ja jetzt nicht in der Anfangs-Dating-Phase so, Ja. Je nachdem. Ja. oder? Wahrscheinlich. Ja. Aber- Das hat auch Freunde gesagt, aber ja. Ja, stimmt. Ja. Nein, Aber nein, ja, aber, das- aber das ich finde, das ist kann dann man... im Nachhinein ein Green Flag. Dann weißt du, hast du alles richtig gemacht, wenn er das nachher macht. Ja. Stimmt, dann hast du gut auf Wahrscheinlich. Green und Red Flags Ja, geschaut. genau. Dann hast du vorher schön aussortiert mit diesen Red Flags. Yes. Hey, ja, mit einem Blick auf die Uhr habe ich gedacht, kommen wir vielleicht zu der Oder nächsten... Handy gerade. Sorry, ja. Ja, wir haben auch noch, aber meine sind eigentlich eher so ein bisschen Du willst kurz. ja Wir haben noch auch Community Ah, stimmt, Flags. sorry, habe ich habe ich- gesehen. Community Flags. Das Ja, sind wir haben noch Community ein paar Flags. Community Lina, Flags. Bünzlonis. Sorry, aber irgendwie kann ich nicht abschneiden. Alles Alles gut. gut, alles gut. Aber ja. Jetzt werden wir so langsam warm, ist eigentlich schade. Du, wir haben Okay, ja, noch- mit wir haben noch Endphase einiges geht auf dem auch noch Plan. Zeit. Wir haben Ja. noch Wir sind einiges noch auf nicht dem Plan. fertig. Ja, darum Ich glaube, es noch viel. tun wir ein bisschen dranbleiben. Simon. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Kannst du schaffen. Also ich habe noch so 2 kurze und knackige. Ich habe jetzt halt einfach derige ausgesagt, die ich lustig gefunden habe. Sind jetzt nicht so ernst zu nehmen. Die oder so. Einer hat geschrieben, richtige Green Flag bei Frauen, wenn Bauland rum ist. Schaut auch mal, wer das Ja. geschrieben hat. Kann ich gut, war geil, sehr, kann ich Wenn super Bauland gefunden. rum ist. Red Flag, wenn sie am Schmudo in der Falter auf Fasnacht geht. Das habe ich so geil gefunden. Also ich dachte, da war einfach so einer, der das so schreibt, man so... Also Altdorf oder Altendorf? Altdorf. Altdorf. Also nur Altdorf. in Altendorf ist auch noch Ja. Der ist bekannt. wild. Ja, Bist du gewesen? einmal. Also in Altendorf? Ja. Ja, da bin ich auch schon gewesen. Der ist Ja, aber wirklich er wild. meint Altdorf. Also es gibt Altdorf. überall. Altendorf Ja. ist wirklich wild. Aber Altdorf würde ich jetzt auch nicht gehen. Ja, Ja, sind der dann ist auch Kürner. Furi. Eben, Selbstverständlich. Also, gut. dann wirst du dort gehen. Okay. Bist du Selbstverständlich nicht so. gewesen? Nein, Genau. nein. Red Flag. Ja, das wäre es schon gewesen. Ja. Ich habe da nicht so die ernsten aus. Ja, ich habe auch noch ein paar rausgepickt. Community Flags. Hau raus. CFs. Bei Red Flags ist erwähnt worden, wenn man schlecht über den Ex-Partner redet. Finde ich auch. Je nach, das ist kein Furz, gewesen, also Je nachdem, Ähm. je nachdem, was er sie gemacht hat. Ja, aber ich finde, was hat das beim Dating... Also, datest du, um nachher über erzählen, was sein Ex-Partner dir alles angetan hat? Also, macht irgendwie nein. auch nicht so Sinn. Ich finde, man kann... Es ist so ein bisschen umstritten, kann man über Ex-Partner reden oder Es nicht. kommt darauf an, über wie. Und ich finde irgendwie, also, es ist eigentlich gar kein Problem, aber wenn es nachher irgendwie darauf rausläuft, dass nachher einfach so ein Gehate oder irgendetwas ist, finde ich so ein bisschen, warum? Ja, Ihr das wollt ja finde einander ich auch. kennenlernen. Ja. Irgendwie. Aber ich habe schon auch schnell jetzt bei meinem jetzigen Freund beim Date über die Ex geredet, weil es auch viel beeinflusst hat, wie er jetzt ein bisschen tickt oder wie er vielleicht auf Sachen reagiert. Mhm.
was ein bisschen falsch gelaufen ist, weißt? Dass ich das dann eher verstehe. Drum. Mhm. Das hat dann mir geholfen, zum Verstehen, wenn er so reagiert, dann ist das vielleicht noch von der alten Beziehung, weil sie Ja, nicht... das weißt, finde ich. finde Das ich- verstehe ich voll, ja. Aber das ist ja schon, wenn wir schon zusammen sind, oder? Nein, das sind wir aber recht schnell, aber schon. ja. Im zweiten. Ich sage vielleicht nicht gerade beim ersten Date. Nicht? Ja, Also, so ja. beim ersten Date ist schon vielleicht unabhängig. Ich bin der Colin, ich habe es mir nie gesagt. Sie sind beide Horse Girls. Ja. gewesen, Ja, es sind Horse Girls gewesen, ja. Und ja. Horse Girls. Horse Girls. Darum, ja, aber Ja. ich finde es schon Sorry. auch, es muss schon irgendwie so, es sollte anders im Vordergrund stehen. Ja. So, Ja. Irgendwie. Aber Aber das ansprechen finde ich Tabuthema es ist es gleich auch auch nicht. zum Das ist Teil so ein bisschen- wichtig. Auch Nicht da beim wieder, ersten Date. auch da wieder ein bisschen das Feingefühl. Das Feingefühl, genau. Äh, Genau. Genau, und dann sonst noch Treffen immer wieder verschieben und so hinhalten, also so Also Nicht- warm behalten. eigentlich halten. warm behalten und nicht sagen, hey, sorry. Ja, sag's einfach Also, klipp und klar. Ja, Ja. ganz ehrlich, sag Passen. einfach, wenn du keine Lust hast, dann Voll easy, ja. sag's und dann ist easy, dann kann jeder wieder seinen Weg gehen und dann passt. Aber so, jemand so, ja, und wieder rausschieben oder so, das bringt einfach Also es beide. verletzt nachher auch noch mehr. Hast du mir das mal gesagt? Ja, das habe irgendwie? ich auch schon gehabt. Dass irgendwie ein Typ dich warm gehalten hat und Ja. am Schluss hat er Mit irgendwann seiner hat er dann mal Ex. geschrieben, ja weisst, ich treffe mich eben wieder mit meiner Ex. Ja, und das ich ist so, gewesen, Bro, sag doch das! das ist ja gar, also du bist ja zu mir Das gewesen, ist auch voll gar easy kein irgendwie, Ding, aber sag's mir einfach. ja. Ja. Weil du ersparst nachher, er hätte jetzt dir können Zeit ersparen Ja. eigentlich, wo du so blöd am Warten warst. Ja. eigentlich, Oder? Ja, absolut. Und bei Green, was haben wir da noch? Über Gefühle reden. Interesse zeigen generell natürlich. Und wenn er sich kleine, unwichtige Sachen merken kann. Oh ja. Ja. Stimmt, ich habe auch noch aufgeschrieben, wenn ein Typ mitdenkt, also zum Beispiel, wenn ich abgeholt werde, dann ist die Sitzheizung schon an. Das ist doch so herzig, weißt du, so von wegen... Aber was findest du mit Stuhl anschieben und so? Nein, das brauche ich nicht. Das habe ich mal kann bei mir einem die gut Date selber gehabt. Also es ist alles zu fest so Gentleman-like gewesen. Ich habe schon auch ein bisschen gern, aber dann wieder vor allem der Stuhl. Gell? Ich habe ja das Gefühl, so im Restaurant Stuhl, ich glaube, der ist ein bisschen vorbei. Habe ich das Gefühl. Nein, So eine wirklich. Autotür aufmachen oder die Tür generell Es aufmachen. gibt schon Frauen, die das gerne haben und dann Ja. finde ich, Das das stimmt. ist halt die Frage, oder? Red Flag. Welcher Typ bist du? Ist aber schon schwierig. Ich meine, ihr sagt da sehr viele so Sachen und so. Wie sollte das ein Typ merken? Ja, Weißt du, was ich sicher, meine? ja, Was ist sollte er einfach machen? so. Woher soll er Woher wissen, soll er ob das sie jetzt jemals eine wissen? von denen ist, wo das Green Flagging findet, Genau, aber wenn man dann den die Stuhl... Sitzheizung warm machen ist schon okay. Ja, ja, das das ist, verstehe ich. weißt du, was ich meine? Das Ich ist find- so ich brutal find- schwierig, Mann. Ja. Und ich finde da Nein. so goldige Regeln, hast du auch bis einfach dich selber, entweder es passt Ja. oder es passt nicht. Ich finde Ja. Red Weißt du, Flag was ich ist, wenn du meine? ihr den Stuhl wegziehst, wenn sie anhalten. Das finde ich Nein, Red ich meine Flag. jetzt so zum Beispiel, wenn ich einsteige, dann mache ich selber immer die Sitzheizung an. Wenn das so mit der Zeit Ja, aber das ist, wenn du in der Merkst, ja, Beziehung okay, mehr da, okay. mehr da. Also Ja, ich, ja. Es ist nicht so, dass ich das würde erwarten. Ja. 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 Also ich finde es nur herzig, wenn es so auffällt und dann irgendwie so... Oh, nur noch das... Ich- Ja. Sorry, ich finde es allgemein herzig, egal jetzt, ob jetzt von Mann oder Frau, wenn man so mit kleinen Gesten so einfach einem so ein bisschen Freude kann machen. Ich finde, das kann eigentlich von beiden. Ja, Von Ja. beiden kommen. Das von beiden, ja. so ist es. Also Colin, darfst du mir auch mal die Sitzheizung schon... Habe ich dir Mal nicht sind wir- letztes Mal die Sitz... Mal, wir sind von anderen Mal heimgefahren und du so... Hast du mir Stimmt. Hast du mir jetzt die Sitzheizung geschickt? Ich so, Stimmt, ja, stimmt, Und nachher du so, ja. wow, Bro, Stimmt. Ja, Ich habe dir vielmals Kaffee ans Bett verraten. Ja, genau, das ist ist Ah. geweckt. Hey, er hat mich Bromance. wirklich geweckt mit einem Kaffee. Er ist in mein Zimmer reingekommen und hat mir einen Kaffee... Er so, guten Morgen, Bro. Und ich so... Und wissen Sie, dass ich in der Küche am Machen war? Nein. Am Kochen für uns. Und dann hat er noch Kaktus und Hörnli gemacht. Also, wenn euch nach Der dieser... Colin, absolute Green Flag. Wenn euch nach dieser Podcast-Folge, wenn dort eure DMs nicht voll sind, weiß ich auch nicht. Ja, ja. Also wir sind noch Singles, Single, wenn man gesagt hat. Single Pringle. Ja, aber ja, Endphase. Oh. Oder Yes. Ich habe jetzt alle eure Community-Inputs vorgelesen, alle? Weil ich nicht. nicht. Wir Also, wenn haben wir da jetzt raus... unbedingt- wir Ja, haben nein, das ist gepickt, ziemlich- so. Das ist ziemlich alles gewesen. gut. Okay. Ähm, Aber seid nicht traurig, falls wir nicht vorgelesen haben. Wir brauchen eure Inputs in Zukunft auch noch. genau. Ja, also Vielen wir Dank. haben auch schon auch nicht alle, die jetzt uns Ja. geschrieben haben, raus... Wir haben Ja. einfach rausgepickt ein bisschen und ja. 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 Also auch auf uns bitte nicht böse sein, aber Wir machen jetzt zum Schluss eure Kategorie, oder? das oder das. Genau, könnt ihr auch schnell... Also ja, ist eigentlich selbsterklärend, Ich kann oder? es... Wenn man es Das erklärst ja. Ja, es ist eigentlich schon ein bisschen selbsterklärend. Also man wählt eigentlich zwischen zwei Sachen aus und
Was Red hat sich ein bisschen irgendwie- motivierter, du musst das ein Ich bisschen erkläre es. pitchen. Also der Colin und ich machen das jede Woche so. Einmal tut der Colin ein das oder das vorbereiten, das er mir stellt. Wir müssen es dann beide beantworten. Und die andere Woche bis dann ich. Und das wechselt sich immer so ab. Und es geht eigentlich nur darum, jemanden eigentlich so ein bisschen vor ein Dilemma zu stellen, sozusagen. So ein Muss bisschen aber auch nicht unbedingt Muss sein. nicht unbedingt, Kann aber es auch ist einfach völlig beides. normale Es ist so, Frage. man muss eigentlich etwas herausfinden, was schwierig ist, um sich zu entscheiden. Okay. Yes. Okay, ich habe eins mitgebracht. Ich weiß nicht, ob das so... Das ist, glaube ich, schon ein bisschen ein Dilemma, aber ja. Auf jeden Fall, was hättet ihr lieber? Das Leben lang nasse Socken oder das Leben lang klebrige Hände? Es schießt mich schon wieder an. Es schiesst mich schon wieder an. Aber das ist ziemlich genau das, auf was es so rausläuft. Klebrige Das ist- Hände. Klebrige Oder Hände nasse Socken? Socken. Beides fürs Wir Leben lang. klebrige Hände haben wir gerade mal Wir haben mega gehabt. ein ähnliches im Ja. Fall einmal gehabt, ja. Also für mich ist die Antwort klar, ich sage es jetzt noch nicht. Okay. Ja, Für mich auch. Fuck. Ja, ich denke mal, für mich auch. Soll ich sagen? Ja. Ich Ich glaube, ist noch unschlüssig. Nein, ich has. gehe mit nassen Füßen. Weil Ich gehe klebrige mit- Hände auch mit schiessen mir an. nassen Nein, Füßen. ich kann mit klebrigen Händen. Nein, wer noch? Kannst du nie mit Haarlänge? Ja, aber ich habe dann immer kalte Füße. Bäh! Und sorry, wenn du Nass gleich konstant kalt. nasse Füße hast, dann werden die Stinken irgendwann die auch noch. faul. Genau das haben wir Ja, dort auch das haben wir diskutiert, diskutiert. Simon. Genau das Bei haben mir wir ist dort das auch Argument, diskutiert. Argument relativ einfach. Ich könnte nicht mehr Gitarre spielen. Oder einfach nur noch einen Griff für den Rest von meinem Leben. Und das ist dann so ein bisschen... Immer der gleiche. immer der Könntest gleiche. Reggae machen. Bup, bup, bup. Und es würde ein neuer Klang entstehen, weil es so spickt. Wie es Wer wegen weiß. Ja, nein, ja, ich gehe okay. mit den nassen Füßen. Ich finde, eben klebrige Hände könntest du wenigstens noch für etwas brauchen. Weißt du, könntest irgendwie... Spider-Man, du kannst... Wow. So, jetzt Ja, jetzt ist der kleine Simon schon wieder so... Der kleine Mann. Jetzt ist der kleine Mann. Der kleine rausgekommen. Mann. Der Kindimund. Ist vorgekommen, ja. Was denn noch, Jenny? Hast, für was ja, kannst du zum brauchen? Beispiel, das ist eigentlich Ja, original. okay, die Wand darauf, super. Nein, aber irgendwie Kannst du auch Zeug geil. auflesen? Ist schon easy. Flavy. mega viel so Hebesachen. Weiss doch auch nicht. Ja, aber du kannst dich nicht Kannst im du- Gesicht anlängen, nicht? Das Mal einfach nur noch einmal. Ja gut, das ist die Frage, klebst du dann für immer Ja, dran, und bei einem nicht? Oder du Date hast auch wär's auch klebrige Hände. ein bisschen- Ja, scheiße. Sorry, Colin. Also, Sorry, ich habe immer klebrige Hände. sorry, ich habe immer klebrige Hände. Dafür habe ich keine nasse Füße. Geil, geil. Sehr geil. Cool. Sehr, sehr geil, ja. Wenn wir uns gerade abwechseln. Ja, Yes. gehen wir rein, Colin. Gehen wir rein. Also, wir haben ja gesagt, wir machen eins pro Dings, oder? Oder wie? Pro oder hast du auch Duo? eins mitgenommen? Easy. Wir haben uns auch etwas überlegt, so unser das oder das an euch ist entweder immer alles vergessen oder nie mehr etwas können vergessen, also auch peinliche Sachen nicht so. Also, ich vergesse sowieso schon immer alles. Nein. Nein. Okay, Oh, ist das nicht... also ich würde lieber mich immer an alles erinnern. Das ist ja viel geiler. Hä? Wenn Wenn du all die andere wirst du schönen... einfach im Moment leben mehr. Ja, aber wenn all die schönen Sachen immer würdest vergessen, dann würden die Leute immer von etwas reden und bist so... Ja, aber die Scheißsachen. Stell dir Ja, vor, das du wirst ist- vergewaltigt, du das tut mir leid. Das könntest du einfach nicht vergessen. Du hast einfach alles immer Das kannst präsent. du sowieso Und nicht- es gibt Ja, ja so, doch, es gibt wenn ja du so einfach Leute. kannst. Es gibt so Leute, wo dir wirklich können sagen, was am 20. Dezember 2004 passiert ist. Die können sich einfach alles merken und die leiden brutal darunter. Weil halt eben, du kannst eigentlich dich voll zurückversetzen dann an den Tag, in das Gefühl rein und all das. Also ich wollte dich halt jetzt da nicht beeinflussen, Ja, Simon, aber du es bist da voll, gibt's. du, Sag du nur bist da das, voll es gibt- überzeugt. Ich glaube, das wäre so meine Superkraft. Alles erinnern. Alles Ich kann alles erinnern. Ja. Nein, ich glaube, bei mir ist es vergessen, weil ich ich habe gut in meinem Kopfkino, wie es auch mit, wenn ich einen Musiker würde daten, ist, kann ich auch gut mir vorstellen, so wie es wäre. Also ich habe mir schon, weiss ich, wie viel mal vorgestellt, wie die Hochzeit wäre und auch das Gefühl da in, also ich habe auch schon gebrüllt wegen dem, weil ich mir dann vorstelle, wenn ich dort bin, mal da bin und so. Und weil, wenn ich ja das würde, das ist ja die Zukunft, das ist ja nicht passiert. Und wenn ich, das zeigt ja, dass ich dem Fall trotzdem kann fühlen oder Also man kann auch fühlen, wenn man sich an nichts erinnern kann. Ja. ja. Aber Musiker-Date ist einfach sehr cool. Ich sag's einfach. Das ist wirklich Ein cool. bisschen Selbstwerbung. ist gut. Aber ja. Jetzt, wenn ich so ein bisschen länger überlege, ich Das bin sagen sie jedes Mal, auch bei uns. Wir machen damals Flavia fragt Jenny George und ich immer, ja, wenn ich länger überlegt. Ich bin einfach, also ja, das macht mich aus, ich kann mich nicht entscheiden. Und zweitens, Ja. ich bin ein bisschen ein Overthinker und das hätte ich Ja. ja nicht, wenn ich mich nicht an die Sachen
erinnern. Also für was entscheidest du dich? Ich sage alles vergessen. Okay, ja, ich auch. Ja, und ihr? Ja, in dem Fall auch. Ich würde auch eher mit alles vergessen Ja, gehen. ich weil auch. dann Und zwar würde wegen dem, was du vorher gesagt hast, dass man immer dann mehr im Moment lebt. Und ich finde das Nimm mich eigentlich- an. Genau. Ja, Aber nein, Aber es das macht wäre eigentlich dann auch... auch hure anstrengend. Sorry, du wüsstest jeden Es Tag nicht, was dein Leben ist. Aber dann und wer irgendwann wer stellst du ist. dir Nein, du bist ja nicht so, du vergisst alle Sekunden etwas. Es ist einfach so ein bisschen, also du kannst ja schon noch leben. Ja, man könnte das jetzt schon noch so ein bisschen ausschmücken. Ja, das wie kann man immer was bei vergisst allem. du? Ich meine, Okay, vergisst okay, die ja. eigene Nummer. Vergiss ich aufs Aber WC ich würde sagen, es ist aufs WC Oh mein Gott, das also, schießt in die Hose. Vergiss das WC-Papier. Brauche ich kein WC-Papier mehr. Stimmt, aber dann ist es auch egal, ja. Sorry, ich Ja. komme schon wieder so auf. Nein, ich glaube... Fun Fact: Straussen, die können nur 9 Sekunden, können sich erinnern an die letzten 9 Sekunden. Wieso weißt du das? was? Mein Papa war in Südafrika und dort... Hat der Strauss ihm das erzählt? Nein, nicht ihn vergessen. Er ist in der Strauss ausgegangen und plötzlich der Strauss weg. Wer bist du eigentlich? Ja, auf jeden Fall. Das war ein Imagine. Straussgang. Straußgang, Im Straußgang sind sie gewesen. Also, Straussgang? Ja, Oh mein Gott. Gehen wir zusammen in den Straussgang. Im Wow, Straussgang Colin. zusammen. Ich habe übrigens, ganz kurz, ich habe Feedback bekommen, Colin, dass du richtig gut langsam in die Wortspiele... In die Es kommen Wortspiele sehr kommen. viele und sagen, hey, der Colin langsam leider richtig zu. aber das ist richtig lustig, wenn man das kann. ja, Ja. das ist... Green Flag. Danke Wortspiele. vielmals. Danke. Genau. Ihr wisst doch Bescheid. Wir wissen doch Bescheid. Red Flag, immer das Gleiche sagen. Ihr macht ja zum Genau. Schluss einen Witz, gell? Hast du Yes. noch nicht gelesen, was ich Nein, aufgeschrieben habe? nein, Nein. nein. Ich würde sagen, Sicher dass nicht. wir mit dem Witz anfangen, weil wir Okay. machen das immer und dann könnt ihr das richtig sauber am Schluss. Ja, Bams. super. No pressure. Nein, oder, ja, wir können es auch Nein, machen, fangen wir aber an. ich habe gedacht, dann ist so Ja. der Schluss noch Also. bei euch und voll. Ist das Was gut hast für du euch für so? Witz? Ja. Also, was sucht der Einarmige in der Fußgängerzone? Warte. Es fängt mit S an. Egal. Warte. Es wäre im Fall gar nicht, dass du etwas sagst, sondern er macht einfach Also, weiter. stimmt. Oder? Ja, Ja. erzähl mir einfach den Witz, Jenny, aber ist okay. Ist okay. Was sucht der Einarmige in der Fußgängerzone? Ein Second-Hand-Shop. Wow. Ah, Zuerst darum heisst du Kids kann nicht Witz kann. Oh, ja, Mann. Ja, Mann. Meine ist auch ein bisschen in diesem Rahmen. Und zwar, ich habe keine Ahnung von Witz und ich muss hier einen Shoutout machen. Und zwar an die Tele Zürich-Moderatorin Patricia Zuber. Die tut immer von ihren Modis Witz erzählen. Und ich habe ihr halt geschrieben, ich so, hey, du musst mir einen Witz sagen. Und ich zitiere sie, nicht den Witz, zuerst mal, was sie gesagt haben. Ich habe jetzt einen, aber er ist wirklich unterste. Und dann hat sie auch noch die Regie gefragt und jetzt haben sie den Besten mir geschickt. Und zwar, Sonntagabend im Altersheim. Das Vreni hockt neben der Rudi an und fragt ihn, darf ich ein bisschen mit dem Schnäbeli rumspielen? Und er so, nein, das macht schon die Margrit. Das Vreni, was hat denn die Margrit, was ich nicht habe? Der Rudi dann so, ja, sie hat Parkinson. Hä, gut. Ja, Geil. nicht schlecht. Geil. Nicht schlecht. Sehr gut. Hä, nein, ich check's nicht. Weißt du, was Parkinson ist? ist? Also ja, eine Krankheit. Wo was du für so eine? zitterst. Wo du zitterst. Sorry für meine Geste gerade. Ich bin nur am Trommeln gewesen. Ich bin nur Also am er ist einfach Trommeln kein gewesen. Schlagzeuger. Ich bin nur am Schlagzeuger gewesen. Hat nicht anders Sorry, selber ja, bedeuten. das Detail hat mir gefällt. Aber ja. Ja, ist crazy. Ei. Colin, Crazy. Alter, ich weiss nicht, ob ich mit dem Backen vor lachen. Mir auch! Also ich merke so ein bisschen den Krampf. Ja. Locker. Simi, was hast du so rumgelärmt? Er hat deinen Witz einleiten. Ich habe ihn ja schon erzählt. Hast du nicht gesagt? Ah, du hast gesagt, du hast zwei. Ja, das weiss jetzt einfach ich, sorry. Aha, ja, du das darfst habe auch ich noch dir mal auch gesagt, einen dass es erzählen, zwei, wenn du ja, willst. aber, hast du gesagt? ich habe einen zweiten Zur Feier des mitgenommen. Ja. Tages. Aber ich erzähle dir lieber, darf ich den so am Schluss bringen? Aus Schluss, Okay. weil ich kann Also, ich kann dass wir gerade vorher schon Tschüss gesagt haben. zum Folge Also abschließen. komm, dann kommt nach dir der Mic Drop. Dort passt Und jetzt sagen wir noch danke vielmals fürs Yes. Zuhören. Das ist, ja, ihr habt ein bisschen Ausdauer zeigen, um da reinzuhören. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen unterhalten vielleicht.
Ich nehme es sowieso an. Also ich finde, wir haben uns selber unterhalten. Ich habe mich mega wohl gefühlt, mega cool gewesen mit euch. Yes, Ja, definitiv. Hat sehr Spass gemacht. Ja, Und, am Anfang glaube ich ein bisschen nervös gewesen. Ja, So ein ja. bisschen direkt, Am was Anfang ist es so ein angefangen bisschen, hat. ich glaube, es ist uns allen gleich gegangen, Aber- aber es war relativ schnell ist der Knopf offen gewesen. Yes, Ja. und danke euch nochmal vielmals für das Ambiente und für danke all viel, das. viel mal. Auch die für die Einstellung und unkomplizierte alles. Zusammenarbeit. Allgemein. Ja, Also, es ist definitiv. wirklich, es ist Haben wirklich ihr etwas anderes erwartet? Nein. Nein, aber einfach allgemein. Es ist so, hey, wir machen den ab und dann sind alle dort gewesen. Von Ja, mir vielleicht das haben wir 10 gut Minuten ein gemacht. bisschen später. Nein. Aber wir haben das innerhalb von kürzester Zeit auf die Beine gestellt und es hat funktioniert Ja. und es ist mega cool. Also ja. Yes. Fair. Und die vom Fiasco Famoso kommen, hören doch mal im Bünzli-Tag rein. Die machen auch immer am Montag, aber jeden Montag kommt da Yes. eine Folge raus, wo ihr zwei Schnurrt. schnurren. Genau. Und das Gleiche auch für alle, die Bünzli-Tag hören. Hört unbedingt Bünzlonis, Bünzlonis, Bünzlinas. Hört Bünzleten. unbedingt bei Fiasco Famoso rein. Ist sehr, sehr unterhaltsam und ja. Top. Danke vielmals fürs Zuhören. Teilt die Folge, wenn ihr es cool gefunden habt, reinzuhören. Und Jetzt sagen wir, Golin, the stage is yours. Yes. Yes. Also, man kann das jetzt über uns auch sagen, wo der Witz eigentlich endet. So. Was sagen wir über einen Spanner, der gestorben ist? Er ist weg vom Fenster. Ciao! Tschüssi! Boah, ich habe so heiß. Ja, ich Mit dem Oh, Backen. mit der Backe, das ist Mega gut cool sein. gewesen. Danke vielmals.